Bin schon wieder zu spät. Kruzifix! Wenn der Kader daherkommt, was soll ich machen? Irgendwo! Zurecht. Zurecht. Wenn ich eine halbe Minute zu spät bin, wenn der Kader daherkommt, was soll ich machen? Ah, schrei mich nicht an! Ah, Timmy Boy hat zweimal reingeschissen. Grüße von dir daheim. Schluss damit jetzt. Ah, wo ist die Tröte? Was soll ich machen? Der verdammte Kader ist da gesessen und hat gesagt, wie gesagt, ja. Er hat gesagt, ich möchte aussehen. Ich sag, ja gut, ich kann jetzt aber nicht. Ach, was das ist. Hobby! Übrigens, Bürger, Freitag, 20 Uhr, hoch die Hände, Wochenende, Kinder. So schauen wir mir aus. Jetzt kriegen wir mal in den Haufen rein, haben wir schon lange nicht mehr da. Haben wir wirklich schon lange nicht mehr da, wenn man so drüber nachdenkt. Habe die Ehre an den Herrn Keiner, an den Hofmann, an den Sevi, an den Bazooka Joe, an den Bunny Crusader, an den Flipper, an den Riesen Mike, an den Capricorn, an den Herrn Turnover, an den Julian, an den Herrn Turnover, einfach nur mal, weil wir es kennen, an den Nickelneider, an den Johnny Boy, wen haben wir da, an den Herrn Turnover, das dritte Mal, weil wir es kennen. Richtiger 31er. An den Johnny Boy, an den Birgit, an den Firestart, an den Grotz, an den Cybergame, an den Frosch, an den Huber, an den Capi, jetzt mal nicht mehr. Das ist mir jetzt blöd. Schmusen Milnino. Das weiß ich nicht, was das heißt, Eva. Nabend! Aber die Ehre benannt, guten Tag, boah, leck ist mein Internetreidigkeit, was ist denn da wieder los? Kauf dich mal ein Internet! Was ist hier los? Der Birgbett auf einen Freitagsstream, oh, das ist wieder Gemütlichkeit. Das beste Leben, es ist schon wieder Wochenende, Zuckerl, was ich eins, was Gutes gegessen, was Gutes getrunken, wunderbar, morgen können wir alle ausschlafen, ja, ich nicht, aber es ist wurscht. Hab nicht vielleicht zum Dorn, aber ein bisschen was, das ist ja vollkommen wurscht. Weißt du, was ist? Knädelsepp! Was ist da los? Endlich, der Mann mit dem Hut ist zurück. Ich hab gar keinen Hut. Mehr als für 26 Monate. Tobi, Grüße aus Fuerteventura. Der DLC kann beginnen. Du sollst Urlaub haben. Und nicht mir zuschauen beim DLC-Spielen. Was ist da los? John Boy! Der Boy Hickend! Johnny Boy! Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, habe der Johnny Boy. Das Servus mit 54 Monaten. Der miteinander. Merci dir. Und der Tobi. Oh, der ist in Fuerteventura. Hab einen schönen Urlaub. Schalt aus jetzt und was weiß ich, Maus der Alte oder was du tust. Was ist denn jetzt wieder? Gibt's jetzt freitags auch schon Mitgliedschaften umsonst, oder was? Tommy! Ebenfalls merci für die Mitgliedschaft. Was soll jetzt das? Plätze. Ja, du machst, was ich sag. Ja, das ist ja das Schlimme. Ich mache halt wirklich den ganzen Tag, was der scheiß Kader sagt. Merci, Plätze. Sitzt wahrscheinlich draußen am Balkon im Handy. Verbuifert mein PayPal-Konto. Merci dir. Dominik, merci für deinen nicht Resub, für deinen New Sub. So sagen wir's. Herr Hofer! Mollig, 78 Monate. Jawohl, Zeit für Peitschensepp. Ich freue mich mal am meisten drauf, wenn die Leute Peitschen und Pfutzen hauen, der von vor allem Sachen aufschmeißen. Das wird das Beste. Im Einsatz gestern Falki fliegen lassen und heute früh um 4 Hasi aufgenommen. Zum Glück bleibt Schwarzalbi erstmal. Was? Oh, jetzt kommt jemand mit dem 20 am Sicht. Schluss. Chillt die Kniescheibe, Freunde der Sonne. Ich glaube, ich hab nämlich was. Warte mal. Habe DRRRT-Chef endlich Wochenend auf an Guaden Stream und Boa Guade Häube. Schluss. Schluss. Achtung. Hab ich den Werbungsknopf noch? Ich weiß nicht. Warte, da muss ich schauen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der funktioniert, aber ich drücke jetzt einfach mal das. Spart sich eine Donations. Es gibt 20%. Let's Play Lemminge. Birkerin Moors verpflichtet, während so lange funktioniert wieder nicht. Stimmung aus Griechenland nur dauert. Werbung ein außen. Funktioniert nicht, oder? Geschissen auf Werbung, so. So, wo haben wir stehen? Sturmleikheit, nochmal vorfahren. Merci dir. Habe Tierrettung im Einsatz. Gestern Falki fliegen lassen. Das heißt, du hast einen Falken fliegen lassen. Heute früh um 4 Hasi aufgenommen. Zum Glück bleibt Schwalbi erstmal. Was? Also die ersten zwei verstehe ich. Zum Glück bleibt Schwalbi erstmal, verstehe ich nicht. Stürmler kein Merci. Die Cybergamer, das ist zu viel und du weißt das. Aber dritter Chef, Ende Wochenende, aber einen guten Stream und ein paar gute Halbe. Lass das schmecken. Reingezwirbelt und dann eingeschlafen. Ich weiß eh, wie es ist. Bierger und Chill. Wenn man allein ist, mit der Halbe, wenn die Alte dabei ist, weiß ich eh, wie es ist. Nino! Merci für 32 Monate. Eva, komm, schmusen jetzt. Sag mal. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Bin mir nicht sicher. Franz! Merci für den Euro. Zweimal sogar. Das ist der dritte Jahr auch schon. Ich weiß nicht, was du wieder tust. Außer YouTubers Geld in Anschlag prüfen. Jetzt hör du mir auf! Was hab ich dir eigentlich wollen? Bei dir jetzt, hast du auch den Cent-Ticker drin oder was ist denn mit dir eigentlich? Was soll jetzt das? Ja, was soll jetzt das?
Leider habe ich meine dumme Lache nicht ausschneiden können, aber die direkt überschnitten ist, alles so wurscht. Tom, merci dir, Kuss auf die Nuss. Franz, merci wieder die Euros. Können wir das bitte unterlassen? Ich weiß es auch nicht, aber gut. 20% Werbung. Ja, der Nickel hat es selber herausgefunden. Sportzeug Donations. Kauft euch ein Vollbier-Squad-Leiberl, gibt gerade 20%, das ganze Wochenende noch. Haben sie rein. Mehr mag ich gar nicht sagen. Drauf geschissen. 1,33 Donno ist inflationsbereinigt. Oder er schickt Steuern gleich mit. Oder, ich glaube, ich habe mir so selten selber was donated, aber ist vollkommen wurscht. Was die? Mehr als wieder in 3 Monaten. Grüß euch, grüß dich zurück. Da glaube ich, gibt es einen kleinen Hackerl, die PayPal-Gebühren übernehmen. Und dann kostet es 1,33 €. So, natürlich mehr als das ist ja klar. Hä? Bist du nicht schon seit 8 Jahren Mitglied? Cybergamer, welcome to the squad. Kuss auf die Nuss. Das ist wahrscheinlich 28. Mal schon, ich weiß es nicht, aber Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Und Dankeschön für deine Donation. Schluss jetzt damit. Freunde, da sind wir spielen heute Indiana Jones, den DLC. Köstlich, der Orden der Riesen. Bin ich gespannt. Aber heute schon mal kurz ausprobiert. Oh, vielleicht eine kleine Information. Es hat ein paar Leute im Discord gegeben, die das interessiert hat. Man kann einen DLC natürlich nie einzeln kaufen. Der DLC einzeln kostet 20 €. Also natürlich kann man den einzeln kaufen, aber du brauchst das Hauptspiel dazu. Wenn man sich jetzt gerade einen Key nicht kauft oder so, dann kostet halt Indiana Jones immer nur 60 €. Wenn ich glaube, sogar 70. Was es übrigens wert ist. Spiel war grandios. Muss man einfach auch mal sagen. Aber ich habe jetzt einen Game Pass aktiviert für 1 € für 2 Wochen und kann mir dann einen DLC dazu kaufen, der normal 20 € kostet. Und wenn du einen Game Pass hast, dann kostet es sogar noch 18. Das heißt, ich kann jetzt einen DLC spielen für 19 €, das ist absolut fair. Das ist absolut fair, vor allem, wenn ich einen Game Pass damals schon für 10 € gehabt habe, gut, 2 Monate lang, sagen wir, für einen 20 € habe das Hauptspiel komplett durchspielen können. Und plus noch 380 andere Spiele, wenn ich lustig bin. Katzbraten! Ich habe auch dein Paper bekommen. Das weiß ich schon. Ich weiß, dass Mizi hat es nicht. Die, wenn jetzt einer da nicht, dann weiß ich, dass es fake ist. Herr Hofer, mir ist wieder ein Zwiegel. Was soll jetzt das? Mein Gelbbörsel ist aufgegangen. Hoppala, ist was rausgefallen. Was soll jetzt das? Was? Warum kommt denn jetzt eigentlich? Indiana Jones ist einer meiner Lieblingsfilme bei X-Hamster. Der ist zwar so alt, der hat meine Oma schon auf den Arsch geschaut, aber ja. Das ist richtig. Herr Hofer, mir ist wieder ein Zwiegel. Katzbraten, mir ist wieder ein €. Herr Turner, mir ist wieder eine 5,44. Stefan, mir ist wieder 20 Monate. Habe ich den Chef Chris aus Allershausen. Sag ich Chris aus Landau City, Bitch. So, ich bin im Video am Sonntag bin ich sehr oft darauf angesprochen worden, ob ich besoffen war, wie ich mein Bart geschnitten habe. So, nein, war ich nicht, aber irgendwann, wir wuchsen. Und ich habe noch keinen einzigen Kommentar gehört mit, um Gottes Willen, da hat sich sein Bart geschnitten. Erstens ist er 10 Jahre jünger und zweitens hat er 10 Kilo genommen. Sag mir keiner was! Fällt das nicht auf, oder was? Ich schau mich selber an und denke mir, was ist denn da eigentlich? Das sagt mir mein Doppelkinn, wenn ich so mache. Ja, machen wir lieber einfach nicht so. Herr Pampal! Ich habe einfach drüber gelabert, ich sag das, was es ist. Herr Pampal, merci dir. Witz am Freitag, in Klammern, wie nennt man einen kleinwüchsigen Sicherheitschef? Sicherheitshalber, ich glaube, den haben wir schon mal im Discord gehabt. Da habe ich lachen müssen, deswegen muss ich jetzt nicht mehr so lachen. Schöne Grüße, es ist Österreich, wo auch sonst. Woher auch sonst? Kuss auf die Nuss, merci dir. Sobald es zweistellig ist, ist es immer Österreich. Hast du aber jetzt endlich meinen Alert ersetzt? Nein. Na, natürlich nicht, ich ersetze niemals Alerts, wenn dann kommt noch dazu. Und dann stelle ich die auf Random und dann kommt zufällig, was gerade kommt. Was? Birger, was? Noch, gell? Okay, der heilige Scheiße, der kam unerwartet. Kimi, ja, wieder das nächste Ticket zur Hölle ist es schon wurscht, Alter. Ja, selber gerne, der war gut, den habe ich so noch nicht gekannt. So, habe ich zum ersten Mal gehört, der gefällt mir gut. Er ist so stumpf behindert und bass. Ja, mag ich, kann sein, was soll ich machen? Hey, Ecker, mir ist wieder ein Zehner und Cybergamer, mir ist wieder ein Zehner. Hoffe, mein kleinen Scheißer, ein Vollmilch-Squad aus ist der kauft in einem Shop. Vielen Dank für deinen Scheiß. Da braucht sich wirklich keiner bedanken. Ich muss mich bedanken. Ich hoffe, es taugt. Wenn irgendwas feit damit, sofort reklamieren zurück mit dem Schund. Damit das klar ist. Ihr tät's mir damit nicht weh. Ich krieg wieder ersetzt oder kriegst du Geld zurück oder wie auch immer. Fridolin! Grüß dich, Chef. Ich melde mich für kommende Woche vom Nachschau-Squad ab. Wie? Um 4 in der Früh geht's los nach Kauale. Da war die Bürgerin dieses Jahr auch. Ohne mich. Ja, mit ihrer besten Freundin. Was weiß ich, was da wieder da haben. Egal. Viel Spaß mit Indianer. Jo, ich hol's nach. Dir glaube ich das. Du bist, glaube ich, einer der ganz furchtbar wenigen, dem ich das eiskalt glaub.
Preise. Viel Spaß im Urlaub, merci dir. Gnädelse! Dono Random Soundtest. Ja, schön. Also, es haben feste Donations hinterlegt. Ich glaube, ab 5 Euro gibt es eine Auswahl, irgendeine Random-Auswahl von 3, 4 verschiedene. Ab 10, ab 25, 50 und noch 2 Stufen weiter, über die wir uns nicht unterhalten wollen. Knädelwurzler, merci dir. So, Zeit vergeht heute schon wieder, als wäre es nichts wert. Es ist 10 noch. Wenn ich das ich starte das verdammte Spiel. Ich hab Bock. Habt ihr Bock? Weiß ich nicht. Birger, One Big Titty Goth Girlfriends im Shop von einem Freund. Ich kann so Kissen. Gibt's da nicht so Weep-Kissen, wo einfach irgendwelche Tussis drauf gedruckt sind? Und das finden bestimmt die Leute wirklich gut und geil und keine Ahnung. Was ist da los? So, Schnauze jetzt! Hier, Alert Sounds, wo ist denn mein Mauszeiger? Gibt's die fix nochmal. Da, hier. Ich hab doch extra einen Button. Button, ne? Geht der? Der funktioniert noch. Der andere funktioniert nicht mehr. So, umgeschaltet wird jetzt. Leute, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Timmy Boy, ich hab letztens T-Shirt bestellt, die sind ziemlich klein ausgefallen, hab sie dann meinen Neffen geschenkt und neu bestellt. Du Vollidiot! Reklamier das halt! Dann kriegst du ein Nice! Merci! Was soll ich machen? Ruhe jetzt, Batman! Birch! Das wissen nur absolute Programmer, was da gemeint ist. Hast du, merci für deine 3,33, jetzt wird es Zeit für den Oktober, Herr Birgerson. Was am Mittwoch nicht da, oder? Sag mal, was ist denn eigentlich? Den ganzen Tag schreiben mir Leute, wieso ist heute Stream? Ich sag's im Video, ich sag's in die 2 Streams, wo waren. Ich schreib's sogar und keine Ahnung und Leute wundern sich, dass heute Stream ist. Er fragt sich, wann fängt denn der Horror-Oktober an? Hat er Mittwoch angefangen, aber sagt es kaum. Was, ich geht's mir am Arsch lecken. Hat eigentlich meine Discord-Ankündigung von vor 10 Minuten irgendjemand gelesen? Na, wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich werd schon wissen, was jetzt. So, Ruhe jetzt! Dankeschön. Lenny, merci für 48 Monate. Kuss auf die Nuss. Meine Damen und Herren, wir spielen heute in Indiana Jones erweilt Moment. So nochmal. Wir spielen heute ich glaube gestern ist es rausgekommen, Indiana Jones Erweiterung der Orden der Riesen. Ich hab Bock. Und los geht's. Ich hab's natürlich schon mal kurz ausprobiert, ob es schon funktioniert und so weiter und so fort. Man muss da dann am Ende, also mein Speicherstand von damals ist auch noch da. Das ist so ähnlich wie die Steam Cloud. Und man muss dann zu irgendeinem Pfarrer hingehen und dann geht's los. Deswegen habe ich mich da schon mal im Vatikan platziert. Und ja, mit dem Priester sprechen. Gott sei Dank sind wir volljährig. Passiert nichts. Birger, ich frage mich klar, ist Mayonnaise auch ein Instrument? Viertel nach 12 bis um 20 nach 12 grob. Da, Ruhe jetzt. Psst. Ma perché non mi fanno entrare? Sì, lo so, Pio, era una domanda retorica. Schmerzt der da mit dem Popperkäse, ist richtig? Ist der... Oh, wer... No, hai perso la ragione. Okay, merci für 65 Monate, Kuss auf die Nuss. Er fordert Priestergewand? Was soll denn das jetzt auch? Was hat er gesagt? Mama, Shita. Das ist nicht aus Xinjiang? Weiß ich nicht. Warte mal, jetzt muss ich mich umziehen. Was passiert? Da ist ein Schäferhund. Wieso ist da ein Schäferhund? Kann ich ihn streichen? Wieso kann ich ihn hauen? Nein, ich hau ihn nicht. Okay, chill. So, jetzt pass mir auf. Wir sind jetzt gleich wieder gegangen. Ma è assurdo. Non può dirsi rubare. Jetzt ziehen wir uns jetzt einfach um. È già tuo di diritto, Pio. So. Jetzt hat er den nicht gesehen. Das ist ein total Blinder. So. Riechst du? Was gibt es, Pater? Nun, ist Ihnen die Legende vom namenlosen Kreuzfahrer bekannt? Ich habe davon gehört. Ein wilder Krieger. War 1097 in Antiochia dabei. Sehr groß, wie ein Riese. Soll nie seinen Helm abgelegt haben. Warum fragen Sie? Ich bin Denkmalpfleger. Ich habe in der Casina dort drüben einen versteckten Text in einem Wandbild gefunden. Unglaublich. Dort stand, dass der Papst... Allora, Pio. Dass Papst Paul IV. etwas vom Kreuzfahrer in seinem Besitz hat. Scheißvogel. Seinen Helm. Und passen Sie auf, er soll diesen Helm in einer Geheimkammer unter der Casina aufbewahrt haben. Aber die Schwarzhemden haben sie abgeriegelt. Ich will doch nur überprüfen, ob die Kammer wirklich existiert. Ich muss wissen, ob was dran ist. Leider ließ mich Pater Ventura hinauswerfen, bevor ich den Eingang finden konnte. Tja, das haben wir mir da. Wie käme ich da runter? Natürlich nur rein hypothetisch. In meinem Büro liegt ein Schlüssel zur Casina. Mein Vogel würde Ihnen ein Fenster öffnen.
Klar, sicher. What? Entschuldigung. Wie war Ihr Name? Orlando Ricci. Und das hier? Gorlami. Na dann. Ich melde mich, wenn ich was finde. Coco. Pater Ricci? Pio? Das wäre wunderbar, aber bitte fassen Sie nichts an. Ich wurde aus dem Vatikan geworfen. Wir müssen uns also woanders treffen. Kommen Sie zum anderen Ufer des Tibers. Zum Palazzo Ricci. Palazzo Ricci also. Hören Sie, falls ich den Helm sehe, dann rühre ich ihn nicht an. In Ordnung? Danke, mein Freund. Wenn Sie etwas finden, dann kommen Sie damit zu mir. D'accordo? De Coco. Vai, Pio. Öffnet der Vogel wirklich Fenster? Ja, Pio ist pfiffig. Das ist der geilste Vogel ever. Alter. Bist du jetzt hingeflogen? Ein Rätsel nimmt seinen Anfang. Ja, jetzt pass mir auf. Was ist das da? Ein Rätsel nimmt... glauben, dass Sie es tatsächlich wagen. Sie brauchen den Schlüssel zur Casina aus meinem Büro. Ah, jetzt chillen wir die Kniescheibe. Was weiß ich, wo der scheiß Büro ist. Faschisti sind überall. Aber ich weiß, es gibt... Verdammte Faschisti. Ich mein, wir werden so viele Sachen nochmal anschmeißen. Alter. Ich gefällt mich. Muss ich jetzt dem Vogel einfach nach, oder was? Das war natürlich jetzt cool. Ohne dass ich auf Karten schauen muss, probieren wir es einmal. Probieren wir es einmal. Müssen wir da gleich wieder auf Sachen aufkommen und so. Die Steuerung war ein bisschen eigen. Das weiß ich noch. Aber geht schon. Bio, Bio. So, hier, Vogel wo? Vogel! Oh, haben wir, Entschuldigung, mein Fehler. Oh, hi! Der Birgi Jonas Späßl heute am Frühschoppen gemacht, haben bis jetzt noch ehemalige Livestreams von dir angeschaut. Der Als Vogel Bonus hat jetzt einen wirklich was Livestream. Besser kann Urlaub nicht sein. Ja, jetzt lauter besoffen nicht. Oder da bin ich nicht, das hab ich nicht. Jetzt hab ich wirklich nicht aufpassen, wo der Vogel hinfliegt! Mehr sind hier. So viel. Lasst euch halb schmecken. So, wo ist denn hin? Also, machen wir mal so. Ah ja, da haben wir schon gedacht, dass wir da... Ah ja. Da müssen wir irgendwie rauf. Wie sollen wir da raufkommen? Wie soll denn die laufen? Warte mal, jetzt gehen wir mal da so. Dann hat man da irgendwie die Peitsche befestigen können. Ja, so, hier, ja. Ja, weiß ich noch. Muss ich da recht die Maustasten halten oder so? Nö, geht schon. Geht schon. Was wird's denn daher? Verschießt die Dinger, wenn der Fahrer auf einmal mit der Peitsche nochmal ankraxelt? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Mit da jetzt irgendjemand gesehen oder nicht? Ne? Ein bisschen kraxeln. Ein bisschen kraxeln. Hilft mir auch nicht recht für beide. Wo müssen wir hin? Muss doch da nicht rein, oder? Weiß ich nicht. Bin doch quasi schon da. Sag mal. Hab ich jetzt angezeigt. Aber ich muss da. Und doch da nicht auf die Seile da aufkraxeln, oder? Oder schon? Ja, ich rutsch jetzt da einmal in das Ding rein. Ich werde schon passen, keine Ahnung. Was haben wir da? Ah ja! Das ist gut. Da. Ist mit gleich mit dem Besen erschlagen. Oder mit der Gitarre. Oder? Orangen nehmen wir mit. Das war Healing-Stuff, wenn ich mich recht entsinne. Wo ist jetzt mein Besen? Da ist mein Besen. Ho sentito qualcosa. Ma che... Ich hab daneben geworfen! Oh shit. Soldato a terra! Ich hab richtig schief vergessen, wie sie sich anhört. Wie schön, dass das anhört, wie man den hier Fotzen aufstreicht. So. Wo geht's weiter? Schauen wir da mal. Kommen wir da rein? Ja, kommen wir. Da geht's gut. Da geht's nach unten. Schauen wir mal, das nehmen wir auch mit. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Sachen schon einmal gelut hab da. Na, jetzt gehen wir mal vorsichtig, nicht, dass da noch mehr Nazi-Kasperl umeinander schauen. Oh, was haben wir da? Brief. Sydneys Brief. Liebe Mama, reg dich jetzt bloß nicht auf, aber ich habe gerade Ärger in Italien. Ich glaube, dass mir wurscht ist. Ich glaube nicht, dass das da zum DLC gehört. Cosa? Scheiße! Aiuto! È a terra! Krieg schon mehr auf. Es ist einfach so gut. Es wird aber auch nicht langweilig. Kruzifix. So, ich weiß aber immer noch nicht so recht, wo wir hin müssen. Warte mal, da haben wir hergekommen, gell? Kann ich da... Ne? Müssen irgendwie auf die Seiten aussehen, damit die Mann schnell laufen oder so. Keine Ahnung, da bin ich blind. Gehen wir nochmal oben, geht da die irgendwo aussehen? Hallo? Hallo? Und natürlich auch nur eine Viertelstunde hören, einfach Nazis zusammenprügeln. Das hätte ja nichts dagegen. Ah, da kommen wir raus. Ja, geh mich da raus. Da ist versiegelt. Da muss man zum Fenster hoch und nicht runterrutschen, sondern rechts rum. Rechts rum? Um ehrlich zu sein, ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass ich da... Wo muss ich denn da rechts rum?
Gehen wir da nirgendwo vorbei? Ja, da gehen wir jetzt einfach raus, indem wir so, als wäre nichts passiert, oder? Warte mal, kann ich da schleichen? Nein, kann ich nicht. Ach, da haben wir auch schon Leute zusammenprügeln. Wie komme ich da vorbei, ohne dass sie mich sehen? Ich probier's aus dann. Oder komme ich da auf? Hai sentito qualcosa? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Weit woanders hinkommen. No. Soldato a terra! Ganz schlecht, ganz schlecht. Giuro di aver sentito. Im zweiten, warte mal. Sei patetico. Kruzifix, wieso bin ich zu blöd zum Schmeißen? Wieso wehren sie die eigentlich nicht? Was ist mit denen? Was sind das für Wachposten? Sag mal! Kannst einfach hier, du kannst ja den Pfutz reinhauen! Kann man einen Helm eigentlich schmeißen? Nein, kann man nicht. Leute hinter mir haben mir Leute auch. Ich hab keine Leute gesehen, ich wollte einfach Nazis verprügeln. Was soll ich machen? Oh! Falschen Ruck. Okay, warum nicht? Irgendwo ist ein Leute hinter mir, sagst du. Ich sehe hier keine Leute. Sehe ich hier eine Leute? Da ein Leute? Da ein Leute drin? Da ein Leute drin? Nö. Ah, da ist ein Leute. Tatsache. Die Wachen sind müde. Wache muss schlafen. Hilft nicht. Schaut gar nicht, wenn wir mal uns ein bisschen prügeln, damit ich wieder außerfind, wie es funktioniert. Aber jetzt haben wir ein bisschen gegen den Wind geflogen. So, probieren wir es noch mit oben. Die rechnen nicht mit so einer, dass so eine Gesalzen kriegen, ja, das kann natürlich gut sein. So, rechts rum, sagst du. Ich weiß nicht, was du mit rechts rum meinst, das brauche ich Hilfe. Du musst nochmal zum Fenster hoch und nicht runterrutschen, sondern rechts rum. Guck mal, die kann ja da nicht rein. Geh mal da nirgendwo auf. Warte mal, da noch irgendwo auf? Warte mal, da vielleicht? Da wird man gleich wieder. Ah genau, Rechtsklick und dann aufzwicken. Ja. Mikrofon ein bisschen weg, Meister. Merci dir. Warte. Ja. Könnt ihr wieder lauter dran? Oh, ich kann ein Foto machen. Da ist irgendwo. Was machen wir ein Foto von? Ich weiß nicht, von was wir ein Foto machen. Aber Kein guter Winkel. Die Villa stimmt, Pio. das waren Skillpunkte, Oder ich erinnere mich. Casina di Pio des Vierten. Haben wir schon da. Hab ich da auch, hab mich durcheinander gebracht. Ich hab nicht gesehen, wo der Vogel hingeflogen ist. Ah, du kennst dich mit römischer Geschichte aus, Pio. Der gute Wo alte ist Pio. dieser Schlüssel? Oh, ist doch nicht so gegangen, hat's geheißen. Machen wir was. Notiz! Das ist jetzt wichtig. Forschungsnotiz. Frühling 1558. Bau der Casina di Pio, 4. bla irgendwas, beginnt unter Papst Paul IV. Es ist bemerkenswert, dass einige Texte behaupten, Paul IV. habe viel Zeit in der unfertigen Villa verbracht. Andere Aufzeichnungen über seine Anwesenheit während des Baus fehlen entweder ganz oder sind widersprüchlich. Was hatte er dort zu tun? Paul IV. War ein merkwürdiger Mann. Irgendwie, wenn man Papst wird, muss man merkwürdig sein. Ich weiß es nicht. Da war, hey, sorry, Meister, war kein Absicht, nichts passiert. Paul IV. war ein merkwürdiger Mann. Bis heute deutet alles darauf hin, dass er vor seinem Tod im Jahr 1559 ein geheimes Arbeitszimmer unter der Casina anlegte. Wenn es tatsächlich dort ist, hat es sicher mit dem Geheimnis des namenlosen Kreuzfahrers zu tun. I see, Vielleicht I ist see. Richie da wirklich an was dran. Dann haben wir einen Schlüssel mit ja sein. dabei. Sehr gut, in die Casina schleichen. Ich weiß noch nicht, ob wir schleichen, Kinder. Ich weiß jetzt nicht, ob Schleichen so eine gute Sache ist. Pater Boringos Brief, werter Pater Ricci. Ich wende mich... Wir werden das übrigens einigermaßen aufmerksam alles lesen, weil ich glaube, dass der DLC nicht allzu lange ist und dass wir den eventuell, je nachdem wie weit das wir, oder wie lange das wir heute spielen, schaffen wir den auf 2 Streams. Also dort steht halt sowas von 5-6 Stunden. Also werden wir mir halt gemütlich bis um 11 spielen wir schon. Ja, werden wir schon sehen. Ich wende mich in einer äußerst brisanten Angelegenheit an Sie, welche die heiligen Schätze in unserer Obhut betrifft. Im Rahmen unserer gestrigen Inventur der Sammlungen der Museen ist uns die Abwesenheit eines kostbaren Artefakts aufgefallen. Des römischen goldenen Dolchs der Mithras, der Papst Innozenz III. 1209 von Otto IV. Geschenkt wurde. Keine Ahnung. Lea ist leider Gottes in Rom, die kann uns halt nicht weiterhelfen. Da auch Sie ein gewisser Kenner unserer Sammlung sind und unzählige Stunden mit dem Studium dieser kostbaren Artefakte zugebracht haben, halte ich Ihr Wissen in dieser Situation für überaus wertvoll.
Pater Ventura, was dazu mit dem Vornamen Ace, hat eine vollständige Inventur der Museen angeordnet, was das Verschwinden des Dolchs besonders beunruhigend macht. Unsere Sicherheitsvorschriften haben sich nicht geändert und nur wenige auserwählte Personen sind überhaupt befugt, die inneren Räumlichkeiten zu betreten, darunter auch Sie. Ich bin mit Ihrer wissenschaftlichen Faszination für frührömische Artefakte bewusst und war stets von Ihrer tiefen Wertschätzung, Ihrer historischen Bedeutung und handwerklichen Kunstfertigkeit beeindruckt. Wenn Sie diese Untersuchung mit etwaigen Beobachtungen aus Ihrer jüngsten Restaurierungsarbeit im Museum unterstützen könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Vielleicht ist Ihnen bei Ihren Routineinspektionen etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Jedes Detail, so unbedeutend es auch erscheinen mag, könnte sich als entscheidend für die sichere Rückkehr des Dolches an seinen rechtmäßigen Platz erweisen. Wie Sie sicher verstehen, drängt die Zeit. Je länger ein solch kostbares Artefakt verschollen bleibt, desto größer ist die Gefahr, dass es in falsche Umstände gerät. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Sollten Sie die Angelegenheit lieber persönlich besprechen wollen, stehe ich Ihnen jederzeit in meinem Arbeitszimmer zur Verfügung, wo wir uns ungestört über jedes Ihrer Anliegen unterhalten können. Im Namen Christi, Pater Borgnino, Pater Bolognese, Kurator der Vatikanischen Museen. Das wäre uns immer recht verhelfen, weil er ist ja... Sie hatten den goldenen Dolch und haben ihn verloren? Jörn, Messe wie 26 Monate. Alter, schon wieder 2 Jahre dabei und ob ich nur die beste Unterhaltung, die man kriegen kann. Auf noch viel mehrere Jahre. Thank you, Hashtag geil, habe ich gesagt. Björn, merci dir. Du viel das Lob. So, was haben wir da noch? Pasquinate. Was zum Essen? Pastinaken oder irgendein Ökoscheiß. Anmerkung, als Paul IV. 1551 verstarb, zog es die Bewohner Roms angeblich auf die Straßen, um seinen Tod mit einer Pastinake zu feiern. Das heißt eine Pastinake, ich weiß schon. Carafa, gehasst von Teufel und Himmel, liegt hier als faulige Leiche begraben. Er hasste Frieden auf Erden, bestritt unseren Glauben. Er verdarb die Kirche und die Menschen. Paul IV. Hatte viele Feinde. Und dasselbe, was der Sebian sagt, was für goldener Dolch. Ist der im Hauptspiel mal vorgekommen? Weiß ich nicht mehr. So, können wir da am Schreibtisch noch irgendwas wegrein? Ein warnender Brief. Den haben wir auch noch nicht gefunden, glaube ich. Gell? Pater Ricci! Ich bete dafür, dass dieser Brief Sie bei guter Gesundheit erreichen möge. Als Ihr Bruder muss ich Sie warnen. Ich weiß nicht, auf welche Weise Sie Ventura provoziert hat, aber es heißt, dass er seine Schwarzhemden auf Sie angesetzt hat. Offenbar ist er wütend wegen eines Vorfalls bei der Sammlung der Vatikanischen Museen. Seien Sie bitte vorsichtig. Mit einem Mann wie Ventura ist nicht zu spaßen. Herzlich, Sartorio. Aha. Ventura in die Quere gekommen, was? Haben wir jetzt da noch? Ich werde neugierig. Ich sehe schon, der Herr... Ah ja. Das ist ein Feature. Braucht's das? Ich finde schon. So. Wenn wir da wieder rausgekraxeln müssen, nehme ich an. Uah! Na nicht! Problem ist, dass der Depth-Counter nicht mehr funktioniert. Wir haben bei 557. Die fix. Ja, wir sollen dann jemals wieder aus dem Fenster rauskommen! Was? So! Was? Na nee! Nee! Okay. Mach knapp! Falscher Weg, wo ist falscher Weg? Ich sag da keinen falschen Weg. Ich sag da keinen falschen Weg. Wenn wir da runterrutschen, oder was? Wenn wir noch eins mal auf. Ah, absolutes Pro-Gamer, der Zoll hat's verstanden. Der Rest wieder keiner. Nee. Abspann bitte. Das wird ehrlich geil. Ich merke schon, ich brauche einen Shortcut auf meinem Stream Deck, wo einfach irgendein random Abspann herkommt. So. Also, vielleicht hätten wir aus dem anderen Fenster springen sollen. Warte mal. Liegt da so ein Ding dran, oder was? Ach, verdammt. Scheiße. Ha! Ja, hat keiner gesehen. Man muss alles ausprobieren. Man muss auch alles einmal ausprobiert haben, ne? Da. Hat so auch funktioniert. Tu dir mal nicht oben. So, können wir da rein? Dann fordert Kasernenschlüssel. Haben wir den nicht. Irgendwie erinnert mich daran, dass wir einen Kasernenschlüssel schon haben. Kann man das nehmen und schmeißen? Nein, kann man nicht. Nun gut. Wir schauen mal aus. In die Casina schleichen. Einfach geradeaus. Das da vor uns ist die Casina. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit dass wir uns... Papà se la passa meglio del Duce, eh? Gut, der vermittelt die Sänger oder nicht? Tranquillo, non ci sente nessuno. Già. Hai visto Villa Torlonia? Bella casa, indubbiamente.
Questo Indubbiamente. è tutta un'altra Dann haben wir cosa. was da los? Kann man da was schmeißen? Nicht, also kann ich da einfach gerne Sachen Ich schmeißen. muss dem Hauptmann aus dem Weg gehen. Das ist der Hauptmann. Der da oben der Hauptmann, wo er sich nie wissen, wie der scheiß Hauptmann ausschaut. Selber Gamer, mir ist wieder ein Zwiegel in einer großen. Oh ja, aber da, hier, Besen. Ich bin der Besenfahrer. Egal, bin nicht bekannt. Dieser Hauptmann, die ist ein bisschen, ich weiß nicht, wie die Leute ausschauen, die keiner singen darf. Nochmal. Da ist ein Fenster auf das. Oh ja, ich seh schon. Gucken wir uns einmal lieber. Du, da steigen wir durchs Fenster ein, da kenne ich nix. Haben wir gleich drin. Und ich mach einfach so. Jeit! Irgendjemand wird sich schon wundern, warum da der Besen durch die Weggeschichte fliegt. Das wird passen. So. Bin komisch, ich geh mal nachsehen. Das ist ja gut. Das ist da. Das Papst ist Badewanne oder was? Ein guter Punkt. Schön. Also hat sich sogar schon rentiert, dass wir den da umschmeißen. Geh einfach da mal so durch und schau, was passiert. Nehmen wir die Tür auf da. Meister Mikro, Entschuldigung, tut mir leid. Das ist eine jahrelange Gewohnheit, was soll ich machen? Reinkommen. Los schiehen's. Da können wir zur Ablenkung eine pfeffern, wenn es pressiert. Mi piace quel suono. Das Geräusch gefällt mir nicht. Ja, mir so. Jeet! Jetzt haben wir heute wahrscheinlich genauso weit wie vorher, oder? Buon pomeriggio, padre. Jetzt sind der Padre, was wird's in der Nazi-Sepp-Dinger, wenn der Pfarrer da in der Hocken umeinander schleicht. Was ist denn die Casino genau? Oh, der Teil da ist gesperrt, der darf ich nicht rein. Muss irgendwo weitergehen. Das Waschbecken ist ein Basena, glaube ich. Was ist denn ein Basena? Kenn ich mich nicht aus mit sowas. So, mein Name ist Padre. Cosa? Geh mal mit da, Kim. Geh mal mit da. Geh mal mit da. Ich trag dich mal da ins Eck hinter, damit ich keiner findet. Wieso hat er mir dann vorher nicht angelabert? Das war damals schon ein bisschen komisch. Wie wirft man den Idioten da wieder hin? Naja. Oh, zeig einen scheiß Knüppel, den nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht so ganz, wo wir hin müssen. Ja, was ist? Da muss ich die ganzen Nazi-Deppen da einfach zusammenprügeln und dann sehen wir es schon, oder was? So ein Tier, die ich einfach nicht gesehen habe. Ja, Tatsache. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Kannst du jetzt bitte schon mal anfangen, deine Augen aufzumalen? Werden mich schon keiner sehen. Grafik ist weiterhin on point, Joyce. Red mir wegen, du Kacknudel. Suchen wir dieses Arbeitszimmer. Neues Abenteuer. Der Orden des Riesen. Wo haben wir da? Laut Pater Ricci hat Papst Paul IV. Unter der Casina oder Villa Pia eine Geheimkammer errichten lassen. Dort, so glaubt er, befindet sich der Helm des riesigen namenlosen Kreuzfahrers. Tobi, mir ist wie ein Zwiegel 50, die halbe Bar hinter mir schaut mit. Was für Bar? Wieso schauen denn Leute in einer Bar mir beim Zocken zu? Ihr sollt euch Bieren voll saufen und irgendwelche Weiber ummachen. 5 Minuten später wollen sie wieder, ich krieg keine Heute ab. Ja, so nicht. Du kannst, jetzt machen wir folgendes. Du hast mit Sicherheit schon eine ausgeschaut. Irgendwo. Jetzt gehst hin und holst dir das Handy vor den Nasen und dann schreibst in den Chat ein, ich fang an. Dann regel die das. Los! Habt ihr nichts zum Tun in der Bar? Haben da überhaupt Weiber? Keine Ahnung. Ist das dieses Bierger und Chill? Das ist Biergerbar und Chill. Kruzifix. Bäcker! Danke für den Fünfer! Ich habe meinen Mann vor 3 Tagen wegen Alkoholismus in die Klinik einweisen müssen und bin seitdem ziemlich am Ende. Holy shit, jetzt habe ich diesen nur mit einer ulkigen Stimme vorgelesen, weil ich gemeint habe, es kommt der Witz. Danke, dass ich heute mal 2 Stunden vielleicht nicht dran denken muss. Heilige Scheiße, Mann. Das ist ja überhaupt nicht zum Lohen. Becker, drücke deinem Mann die Daumen, dass er das irgendwie in den Griff kriegt. Es gibt Interviews von 1000 Leuten über Drogengeschichten. Ja, und alle möglichen Drogen. Ja. Und ich kenne auch welche persönlich, die genau das Gleiche sagen. Großraucher, ja. Koksen, ja. Selbst Heroin kommst ober, wenn's du magst natürlich. Etc. etc. Aber der verfickte Endboss ist Sauferei.
Ich kenne 2 Leute persönlich sogar, die das genauso sagen. Und ich kann es natürlich selber nicht beurteilen, weil ich vom Rest keine Ahnung habe. Aber ich kann es mir vorstellen. Ich habe das nämlich auch in der Familie so ein bisschen. So ist das nicht. Oder gehabt, besser gesagt. Schön zu sehen, dass ich im Chat nicht mehr darauf aufmerksam machen muss, dass ein Herz als Spam kommt. Becca, ich drücke euch die Daumen, 10 zusammenbeißen durch. Das muss richtig asozial sein. Mit richtig asozial meine ich richtig asozial. Aber der Magus sagt, Buberts ist voll schlimm. Ja, der Magus soll sein Maul halten. Fertig aus Amen. So. Irgendwie müssen wir jetzt wieder zum Spät zurück. Das ist immer schwierig, damit ich nicht da sitze wie der Träger. So, Indiana Jones ist fertig runtergeladen, ne? Was müssen, ich wollte gerade nachschauen, was wir eigentlich tun müssen. Was müssen wir überhaupt tun? Tagebuch, die Geheimkammer finden. Dann schauen wir uns einmal um. Da vorne war zwar schon so ein kleines Bunkerl, aber ja. Ich hab gerade Bier geholt. Was war los? Wieso? Da kann man ein Foto machen. Oh, beeindruckend. Beeindruckend. Was bedeutet diese Inschrift? Welche Inschrift? Was denn soll oder? Sacre! Muss ich das nochmal fotografieren? Heilige Feldzüge. Der namenlose Kreuzfahrer wird erwähnt. Und das antiochenische Geheimnis bleibt in heiliger Obhut. Das Geheimnis von Antiochia. Eine Handgranate von Antiochia. Ist da noch was zum Fotografieren? Ja. Was zum Fotografieren? Antiochia. Und da ist eine Vertiefung. Ich hab einen Zipfel ein! Moment. Das ist eine Vertiefung, aber das hilft mir einen Scheißdreck, glaube ich. Ne? Du hör damit den Krampf jetzt da weg. Wie kann ich meine Waffen weg da? Becker! Vielen Dank an dich und jetzt unterhalten Sie mich. Ich bin schon länger dabei, ich kenne deinen Humor. Passt. Das ist wie beim, wenn du fortfährst. Das ist ein bisschen für mich so die Beschreibung, wenn du Freunde hast oder dein bester Freund. Freunde sagen zu dir, oh, komm gut wieder heim. Und der beste Freund steht mit einem Schädel hinten dort, wo drauf steht, ich hoffe, du stirbst, du Homo. Eigentlich müsste ich da sitzen und irgendeinen Scheiß verzeihen von wegen, hoffentlich geht er nie wieder heim! Ich hab so von die Sau und der, ich hab's euch 1000-mal gesagt! So, die Frage ist jetzt, was ich da reinstecke. Mein Zipfel wird's nicht sein. Warum habe ich eigentlich so einen geilen goldenen Knüppel? Keine Ahnung. Notizen. Befehle an Schwarzhemden. Haben wir vorher schon gelesen. Irgendjemand seine Schwarzhemden loslassen. Stellt sicher, dass keine unbefugten Personen die Casina betreten. Tja. Achtet besonders auf einen herumschnüffelnden jungen Priester namens Pater Ricci. Er hält sich einen Papagei als Haustier. Wenn er auftaucht, müsst ihr ihn sofort ergreifen. Aber verletzt ihn nicht, was der Papagei angeht, und macht mit ihm, was ihr wollt. Ezio! Ezio! Nicht gelungen übrigens, da steht wirklich Ezio. Niemand mit. Ricci spielt ein gefährliches Spiel. So. Die Frage ist jetzt, können wir da noch irgendwas fotografieren, was ich vielleicht... Oma hat vielleicht irgendwo, da, hier, Konstantinopel, Odessa, keine Ahnung. Nö. Gehen wir mal weiter. Müssen wir vielleicht durch dem Irgendwas werden wir finden müssen, dass wir das da reinstecken. Habe ich irgendwas da zum Einstecken? Schwarzhemden. Oh. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mit. Dann gehen wir da am ersten rundum. Haben wir das eigentlich schon angeschaut? Nein. Haben wir das angeschaut? Nein. Eine stecken? Nö! 6 schreiben? Nö! Hallo, ich möchte mit der Map bitte 6 schreiben? Nö! Jetzt einfach mal da Treppen auf und schau, was da los ist. Vielleicht finden wir was. Ja, schauen du jetzt. Hier, Cornetto. Cornetto Schoko, Cornetto Erdbeer. Haben wir da. Noch nie geschaut, wenn wir das anzünden. Nein, nicht als Indianer. Was ist denn dieser Gerichtssaal, oder was? Ein bisschen aus wie Gerichtssaal. Was gibt's hier? Gegenstandsmaximum erreicht von was? Oder liegt noch mehr Cornetto? Da vielleicht irgendwas? Nö. Wenn man da aussieht? Nö.
Ich bin ein bisschen lost. Haben wir auch schon Maximum erreicht. Schoka, Vanille, Erdbeer, Bene. Richtig, Herr Crusade. Ja, dann werden wir unten noch mal sauber schauen müssen. Und das da? Ja. La Bibbia! That's what she said. Und da? Und was sind denn die? Sind das so, das sind so Schreibertisch, gell? Karte? Was Karte? Karte. Weltnotizen, Todeskarte. Eine Tarotkarte, die den Tod der großen Arkana zeigt. Ja, das ist dann nur der XP. Da wird ja jetzt mal gespeichert, wenn ich da reingehe. Also da ist schon, muss schon irgendwas sein, aber ich frage mich, was da ist. Hm? Und da irgendwas reinstecken. Sonderbar. Sonderbar? Was ist sonderbar? Das hätten wir. Sag ich nur Pro-Gaming. Papstfigur! Ein Papst und ein Riese. Und ein Riese. Den Wo nehmen wir kommst jetzt. du her? Ach du Scheiße, woher soll ich denn jetzt? Ach du Kacke. Warte mal, wir haben da so Notizen gefunden. Er hat irgendwas von Antiocherum irgendwas verzeiht und... Machen wir so. Antiochia. Dorthin wurde der Riese geschickt. Genau. Der Papst? Wo ist der Papst gestorben? Moment. Moment! Bücher! Notizen? Befehle an Schwarzhemden, Antiochia, wohin man den Riesen schickte. Ja, die heiligen Feldzüge. Eine Inschrift, die beschreibt, wie der heilige Stuhl den namenlosen Kreuzfahrer auf seine Expedition schickte. Wandbild einer Mittelmeerkarte. Rom. Oh my God, he's planning an airstrike. Was? Ist es nicht eher ein Fall für einen Lehrer? Was? Ja, ist wohl Handpanzer auch gesagt, wenn der Bürger mir mit der Chefin nicht hilft. Gesichtsgerätschenchefin. Jetzt klauen wir da mal hin. Er beißt nicht. Vielleicht schon, aber... Casino Pio, die Casino Villa Pio, ein warnender Brief, Forschungsnotiz, eine Forschungsaufzeichnung von Pater Ricci über Papst Paul IV. Und den namenlosen Kreuzfahrer. Da müssen wir nochmal reinlesen. Es ist bemerkenswert, dass einige Texte behaupten, Paul IV. Ein merkwürdiger Mann, bisher tut es einfach drin, dass er vor seinem Tod im geheimes Arbeitszimmer der Casino lag. Rom. Ihr sagt Rom, ich kann mir auch Rom einfach einmal probieren. Da schon eine Textzeile gesprochen wurde, wie im Papst da stehe, aber wo ist denn Rom? Wo ist fucking Rom? Ich sehe kein Rom. Rom ist der Papst. Ja, in der Regel schon, aber da ist Lutetia vielleicht da. Ich denke, hier bist du falsch. Dann gehen wir natürlich jetzt einfach alles durchprobieren. Hier gehört der Papst hin. Habe ich natürlich gewusst, dass der in Sancta Aides war. Ist ja klar. Ich wette, Geschmunzelt hier worden geht's ist, zur das ist schon mal am Geheimkammer Anfang. des Papstes. Das ist schön zum Singen, dass alle Männer das gleich interpretieren. Sehr gut. Jetzt macht's Löffelchen und du tust so, als wäre nichts und fragst dich dann eine halbe Stunde lang, wenn ich mich nicht riere, gespannt das Zeit dann oder nicht. Und sobald sie sich einmal riert. Einmal. Marivis. So. Runter in das finstere Tal. Wo ist denn der Kerzenständer? Tu mir zur Kerzen her. Ständer. Da wo er hingehört. Also, hätte man das, ich weiß nicht, was das für ein Staat ist. Ich sag das, was ist. Wo haben wir schon wieder genau da? Mikrofon, Entschuldigung. Haben wir schon wieder genau da, wo wir hin wollten. In irgendwelche finsteren Höhlen mit irgendwelchen, mit den gleichen Maria-Statuen. Um den Vatikan oder andere vorausgegangenen Orte erneut zu besuchen, drücke J und E, um Reisen zu öffnen. Ja, das. Alien, aber so. Oh nein, nein! Wobei Ratzen, halt stopp, sein Vater hat ein Problem mit Ratzen gehabt. Wir haben ein Problem mit Schlangen. Wahrscheinlich geht dann das Stil drauf, hä? Jetzt machen wir mal so. Oh, halt, Badges gleich drin. Lassen wir uns jetzt oben. Wo ist dann mein Kerzen?
Bogini. Dann machen wir es halt so. In das, was hilft. Kann man die anzünden? Da liegt was. Das ist, gut. Da war der Kerzenständer. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir schon. Ist da also doof? Ist hier ein... Oh, da ist eine Tür. Türige Tür, geht nicht auf. Gehen wir weiter oben. Geheimes Arbeitszimmer. Das muss er sein. Lass mich fotografieren. Schaut ein bisschen aus wie ein Path of Exile 2. Würde einem Riesen passen. Riesen passen. Wo ist das? Junior-Tafel. Eine schön verzierte Tontafel. Auf der Rückseite ist Juniors Name eingraviert. Sie muss eine bedeutende Frau gewesen. Von wem das wohl ist? Wirklich wie eine große Rüstung aus. Aber das Gefühl, dass man... da ist der Kreuzfahrerhelm. Der Helm erinnert mich an meinen Helm aus Dark Souls 3. Machen wir aber zuerst investigaten. Was liegt da alles so rum? Was haben wir da? Riesen erreichen Rom. Junior und 2 ihrer Riesen treffen in Rom ein. Wer zur Hölle ist Junior? Wir wollen mal ja was Material lernen. über eine andere Riesin. Wer war sie? Es ist eine Riesin. Los. Da liegt einer. Labyrinth-Tafel. Eine alte Tafel, auf die ein Labyrinth eingraviert ist. Warum hat Papst Paul IV. die hier aufbewahrt? Hier scheint der Papst nicht weit gekommen zu sein. Das werden wir jetzt lesen müssen, das hilft nicht. Ich lese zwar nicht gern, ich habe wahrscheinlich jetzt schon wieder mehr gelesen wie in dem Bücher aus meinem Urlaub, aber egal. Beichte des Theodoros. Auf dem Totenbett gestand der griechische Waffenschmied Theodoros von Alexandria dies. Ich ging am Hafen von Alexandria meiner Arbeit nach, als ein kaiserlicher Bote auf mich zutrat. Kaiser Nero beorderte mich nach Rom. Mein Händchen für Bronze war ihm zu Ohren gekommen. Er wies mich an, einen ganz besonderen Gladiatorenhelm zu schmieden. Er war dem eines Murmillo. Lea, wo bist denn? Was ist denn ein Murmillo? Pokémon? Keine Ahnung. Murmillo. Nicht unähnlich, sollte aber das Antlitz eines wilden Stiers haben. Gewaltige Hörner, klaffender Schlund und was besonders auffällig war, riesengroß. Der Helm sollte so monströs sein, dass kein Mann ihn hätte tragen können. Gestützt auf die alten Mysterien meiner Heimat und die Traditionen der Bronzekunst, die ich in Athen erlernt hatte, arbeitete ich Tag und Nacht an dem, was mein groteskes Meisterwerk werden sollte. Die Anweisungen des Kaisers waren präzise. Es sollten bestimmte Inschriften in den Helm graviert werden, Symbole, die ich in verbotenen Texten in Alexandria gesehen hatte. Die Arbeit dauerte 3 Monate. Unter Androhung des Todes wurde ich zur Geheimhaltung verpflichtet und durfte für den Rest meines Lebens nie wieder über diesen Helm sprechen. Da ich nun aber die kalte Hand des Thanatos auf meiner Schulter spüre, möchte ich meiner Seele nun bei euch, meinem Arzt, Erleichterung verschaffen. Was ich geschmiedet habe, nannte der Kaiser den Kopf des Kreters, obwohl es mir unter einem sehr viel älteren Namen bekannt war, den ich bis heute nicht auszusprechen wage. Ist ein Gladiatorenglas. Ohne Scheiß. Ist, nochmal, wir? Wo ist das Scheißwort? Murmillo ist eine Gladiatoren-klassische. Haben wir wieder was gelernt. Habe ich nicht gewusst, habe ich noch nie gehört. Von einem Schmied, der einen Stierhelm für einen Gladiator gefertigt hat. Nun ja, mehr gibt's jetzt noch nicht. Jetzt klauen wir einfach mal den Helm. Wird dann schon schief gehen. Was haben wir hier? Kusch. Schlüssel und Pergament. Bruder des Geheimordens. Gebt euch als Kreuzfahrer aus, betretet Antiochia, findet das heilige Relikt. Bringt es zum heiligen Stuhl. Geheim halten. Ich spare mir meinen Witz. Spreng ihn du auch. Wieder dieses Symbol. Nein! Ups. Ups.
Nephilim-Befehle haben wir irgendwie gekriegt. Warum haben wir den nicht gerade aufgesessen? Was haben wir noch mehr Notiz? Tagebuch eines Kreuzritters. Oktober, Anno Domini 1097. Gelobt sei der Herr. Nach vielen Entbehrungen haben wir endlich Antiochia erreicht. Der Marsch von Nikäa hat unsere Entschlossenheit auf die Probe gestellt, doch in seinem Namen halten wir durch. Vor uns erhebt sich Antiochia, wie das alte Jericho. Doch Trompeten allein werden nicht ausreichen, um diese Mauern zu Fall zu bringen. Unser Kriegsrat ist sich einig, dass ein Frontalangriff auf solche imposante Verteidigungsanlagen aussichtslos ist. Die Stadtmauer ist so gewaltig, dass auf ihr 4 Männer zu Pferd Seite an Seite reiten könnten. Das ist mir eine äußerst akkurate Beschreibung, dass ich mir vorstellen kann, wie dermaßen breit die Mauern gewesen sein müssen. Es heißt, die Stadt sei von 400 Wachtürmen umgeben, allerdings habe ich sie nicht selbst gezählt. Über der Stadt thront die Zitadelle, was unsere Aufgabe noch schwieriger macht. Yagi Siyan, der gotteslästerliche Anführer der Seldschuken, hält die Festung mit seiner starken Garnison. Am schmerzlichsten ist, dass er die heilige St. Petruskirche geschändet hat und sie nun als Stall für die Pferde seiner Armee nutzt. Dieser Frevel wird nicht ungesühnt bleiben, wenn der Herr uns in die Stadt in die Hände legt. Dezember, Anno Domini 1097. Seit 2 Monaten harren wir nun vor den Mauern Antiochias aus, unsere Vorräte schwinden mit jedem verstreichenden Tag. Der Herr erlegt uns Hunger auf und prüft so unsere Standhaftigkeit, während die Ungläubigen sich aus den Stadttoren hervorwagen, um unsere Proviantsammler zu massakrieren. Das klingt nach einer klassischen Belagerung, hätte ich gesagt. Dank Gottes Gnade sind wir im letzten Monat von Schiffen aus Genua durch frische Truppen verstärkt worden. Unter diesen Neuankömmlingen befand sich auch ein höchst merkwürdiger Geselle, der außer namenloser Kreuzfahrer keinen Namen trägt. Er ist ein wahrer Riese, der, so erzählt man sich, niemals den Helm vom Kopf nimmt. Und tatsächlich ist mir keine Seele bekannt, die je sein Antlitz zu Gesicht bekommen hat. Der Rest ist nicht zu entziffern. Die Belagerung von Antiochia, 1. Kreuzzug 1097. Da liegt der Schlüssel. Ich hab ihn genau gesehen, wieso kann ich den nicht nehmen? Einer rein. Chef, trink mal einen Schluck. Ich hab nichts mehr zum Trinken. Ich hab's auch schon gemacht, ich bin ein wenig heiser. Haben wir wieder 2 Zigaretten eingeraucht in den Teppenschell. Was ist denn mit denen Labyrinth-Taufen? Die müssten ja auch irgendwie, weißt du, sehen. Irgendwas kann ich fotografieren. Was kann ich fotografieren? Was kann ich da fotografieren? Kann ich da fotografieren? Aha. Interessant. Wie war das? Man kann doch irgendwie mit einem Zweihänder Wand einschlagen, oder? Ist das nicht irgendwie... Hier steckt man noch gerade sein Klump weg. Auf Q, dankeschön. Chefe, Mikro! Ja. Er hat einen Helm nicht gerade auf, weil er ihn runtergeschmissen hat und der Helm jetzt auch durch hat, Bürger. Wie Zigaretten. Was für ein... So gut über die Zelda-Mauer, das stimmt. Probieren wir es mal mit dem Knüppel. Okay, dann halt so. Der Spur der Riesen. Wo ist mein Kerzenständer? Ständer. Na, hab ich den unter den Tisch eingeschmissen. Na, nicht. Gib. Ja, Gott sei Dank. Ja. Das ist ein bisschen schade, dass... War ein Geheimgang. Und wir haben quasi einen Geheimgang schon gefunden. Oder was? Wo geht es hier hin? Das erinnert mich ein bisschen... Das nicht fotografieren. Das ist also kein Foto wert, ich weiß jetzt auch nicht. Oder die, wenn zum Laufen anfangen und gehen heim, das ist ja schon klar. Haben wir da? Eine. Alles gehört durchsucht, bevor wir mich da umeinander zipfen. Ah, Sechstes! Kräuterheilung. Oh, Erlauchtester! Was? Obgleich ich nur ein schlichtes Weib bin, erfüllt es mein Herz mit tiefem Schmerz, von euren leiblichen Leiden zu vernehmen. Lenkt euren Blick auf die vollkommene Ordnung in Gottes Schöpfung und auf die himmlischen Heilkräfte, die er den Pflanzen verliehen hat, statt eure Genesung allein den gelehrten Ausführungen der Ärzte anzuvertrauen.
Bei Beschwerden des Magens spendet Ackerminze wohltuende Wärme, während Wermut reinigende Kraft verleiht. Sollte das Fieber abermals in euch aufflammen, so empfehle ich Feigwurz mit doppeltem Basilikum in reinem Wein aufgekocht. O frommer Vater, ich weiß wohl, dass ihr auf dem strengsten Pfade der Enthaltsamkeit wandelt, doch vergesst nicht, maßvolles Fasten fördert den Fluss der leiblichen Kräfte, so wie es der Herr in seiner göttlichen Weisheit vorgesehen. Diese Dinge sind mir nicht durch eigene Klugheit zugefallen, sondern in einer wahren Geistesvision offenbart worden, durch Gottes Gnade allein. Möge sein heilendes Licht euch umstrahlen und eure Kraft erneuern. Hexe! Am Scheiter auf für mich! Hildegard von Bingen. Hoffe, dem Papst ging es dann besser. Hildegard von was? Na gut, gehen wir heute mit Treppen runter. Hilft, werde ich nicht helfen. Werde ich nicht helfen. Da sind wir schon unterwegs. Mein Arm zuckt lustig auf die Oh shit. Das geht ins Hosal, ich krieg's bis da. Oh, das war sauberer Wallrun. Wo sind wir? Wo geht's hin? Schaut alles nicht so einladend aus da. Wo einfach zum... da ist ein Schlag. Das mag ich mir gar nicht. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Da schaut mir zumindest als könnte vielleicht irgendwas tun. Naja. Schlangenrätsel! Das Schlangenrätsel! Das ist mein Brunnen. Nur die Schlangen müssten nicht sein. Ab die Schlangen. Das geht jetzt mal Fotoapparat brauche ich. Ja, mein Fotoapparat. Ein Wasserlabyrinth. Plattform mit Schlangen drauf. Ja, in sowas bin ich besonders gut. Das wissen wir alle, wie wir da haben. Das wird jetzt einfach ein guter alter Try-and-Error-Schüssel. So. Haben wir da so Ringe, da ist ein Kopf, da haben manchmal Einsparungen drin, manchmal nicht. Warte mal, sieht man da schon, dass sich da irgendwas rührt? Nein, kann ich irgendwo einen Schalter betätigen? Gib mal einen Schalter. Ja. Da ziehen wir jetzt einfach mal, Wie geht das? Das sollte gehen. Sollte gehen. So, den kann man dann da reinstecken. Und dann? Okay, es tut sich was. Ja, wir sehen nicht, was sie tut. Die 4 Plattformen da, also ich muss wahrscheinlich da ein Wasser herbringen, dass das da so herläuft und dann da drin ist. Sehe ich das richtig? Oh, warte mal. Mit dem Ding kommen wir zu. Oh, nein, nicht! Den See kennt der Teufel, du Idiot! Ja, lass mich anwachen. Jetzt machen wir da einmal Folgendes. Da drehen wir jetzt noch einmal. Ja. Einmal. So, und jetzt müsste da das Wasser reinrennen. Was du jetzt? Aber was passiert dann? Bingo. So, wenn ich das jetzt warte mal, da schluckt's mir dann. Bitte keinen Topf. Ich muss probieren. Nein, das bleibt dann oben. Ja, gut. Passt. Gleich mal so. Blubbel, blubbel, Motherfucker. Ja, das wird aber nicht funktionieren. Wir müssen da her. Das heißt, das wird auch nicht funktionieren, oder? Nein, die Dinger da kann ich nicht dran. Die kann ich nicht dran, aber das Ding kann ich dran. Das kann aber auch keinen Ausgang mehr. Da kann ich nicht dran. Kann ich auch nicht dran. Also es muss da weitergehen. Da aber das hilft mir nicht weiter. Das hilft mir nicht weiter. Brauchen wir nochmal. Mal so. Was? Unter die Deckel geht's doch auch weiter wie aufgezeichnet. Ja, ist mir schon klar. Aber ich muss jetzt da ein Wasser reinbringen. Das verwirrt mich da, das Ding. Weil das braucht einen zweiten Ausgang. Ich muss ja da es geht ja gar nicht anders.
$. Ja, schön. Mehr als für 78 Monate, Alter. Gibt's in dem Spiel keinen Wassereimer? Nein. Mach's wie im Schulklo. Überall in Klopapier reinstopfen, bis das ganze Rätsel geflutet ist. Du kannst da, wo der Schlangenkopf ist, drehen. Maxi, das weiß ich. Das bringt mir aber nichts, wenn da an der Rundung keine Öffnung nicht ist. Ich muss ja das, warte mal, ich drehe jetzt einfach mal, damit du siehst, was ich meine. Es ist ja da zu. Verstehst? Da ist jetzt. Warte mal, können wir da oben vielleicht? Ich bin ja ein kompletter Idiot. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Aber da sind mehrere. Ja. Um mal kurz klarzustellen, was mein Plan ist. Entweder das Wasser kommt da einer, ich kann das nur in 2 Richtungen weiterlaufen lassen. Entweder da um oder da rein. Da einer bringt es mir nichts, weil da kein Eingang ist. Da bringt es mir auch nichts, weil ich da gar nicht erst herkomme. Rechts vor dem Metall drehen. Rechts vor dem Metall drehen. Das ist mir schon klar. So kann man es durchbringen. Warte mal. Jetzt hat's kurz geklickt. War schon? Wunderbar. Wunderbar. So, was ist jetzt das für Gaudi da? Warum hat das Ding einen goldenen Ring? Warum ist dieser Ring golden? Ja, Toni, du hast es natürlich schon gesehen, da war aber das Rätsel noch gar nicht gesehen. Toni. Der Backseat-Toni, der regelt das. Der Backseat-Toni, der ist da gleich fertig. So, jetzt brauchen wir allerdings 2 Dinge. Türschloss? Was war Türschloss? Let me think. Ich meine einfach mal pauschal. Also kann ich da nicht jetzt. Machen wir jetzt mal so. Und so wie mir das anschaut. So, da warum. Wie ist jetzt da was gesprudelt? Warte mal. Nochmal was probieren. Ah, wieso kann ich da nicht gescheit auf E drücken? Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ich sag das, was ist. Wieso fängt jetzt der da hinten? Ah, deswegen oder was? Aber trotzdem nicht, wenn Joda, da hast du recht. Wo ist denn der René? Toni, haben wir noch ein paar gute Ideen? Wie schaut's aus? Haben wir noch eine Idee? Ein Licht wäre nicht schlecht, dann darf ich vielleicht auch was sehen, wo die Dinger genau hinstehen. Was bringt mir das und wo müssen wir? Wir müssen in beide, müssen wir da wahrscheinlich einer und da einer. Da haben wir schon hingekommen, bloß das ist noch ein Problem da. Und wenn ich das jetzt wieder drehe... Probiert jetzt einfach mal schnell was. Aber nur, weil ich wissen möchte, was passiert. Läuft das Wasser dann da unten in die Platten rein? Und da vielleicht wieder irgendwo raus? Nö. In einen Gully eine, in anderen außen und Black sagt 2 Wege bauen, denke ich mir. Gut. Da habe ich auch einen. Ich weiß nicht, wo er ist, ich finde ihn nicht mehr. Ich finde ihn nicht mehr. Egal. Let me think. Das mit dem Sprudeln macht mich fertig. Warum sprudelt? Da ist ein goldener Ring rundum, da hinten ist ein goldener Ring rundum. Der scheiß goldene Ring bringt mir aber einen Scheißdreck, weil ich den scheiß goldenen Ring nicht drehen kann.
Das da läuft der Wasser rein, da läuft der Wasser rein, da läuft's rein, bis da hinten. Was passiert denn, wenn ich das Ding drehe? Sprudelt's dann da hinten immer noch oder ist das wurscht? Ja, das ist wurscht, das Ding sprudelt immer. Den da, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Wieso sprudelt? Halt, stopp, das ist der goldene Ring. Wieso sprudelt denn jetzt das Ding da hinten immer noch? Macht überhaupt keinen Sinn. Das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist dieser antiker Soda-Stream, ich glaube schon, den goldenen Ring sagt eine unterirdische Verbindung. Seitdem du im Eck Wasser drin hast, sprudelt es vorne auch. Ja, aber jetzt nicht mehr. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, da sprudelt nichts mehr. Oder sprudelt der dann für immer? Das kann natürlich auch sein, egal ob ich aufdrehe oder abdrehe. Lassen wir das einmal, das interessiert eigentlich keinen. Machen wir so. Bleiben wir das einfach einmal da oben. Auf alle Fälle schon mal einen Schritt weiter. So, jetzt müssen wir bloß so das zweite Ding. Kann man den dran? Nö, kann man nicht, kann man nicht. So, jetzt sprudelt der Teufel nämlich nicht mehr. Wieso auch immer. Machen wir das einmal so. Ich glaube, ich habe hier eine Idee. Gegebenenfalls. Nochmal. Wenn wir den auch nochmal hier dran. Warte mal. So. Bei Harem Riese müssen sie jetzt da hinten wieder sprudeln. Tut's aber nicht. Warum nicht? Seit wann kann ich den jetzt dran? Also der falsche, Entschuldigung. Moment. Das mit der Sprudelscheiß, da macht für mich keinen Sinn. Ich probiere was. Ich werde mal schauen, was passiert. Das Muster auf der Platzen zeigt er, wie das Wasser drunter rinnen kann. Das drunter rinnen kann oder wie es einrinnen muss? Weil bis jetzt, sobald ich die Leitung... Das macht jetzt schon mehr Sinn. Ich muss den Schlangenkopf bewässern und nicht einfach nur den scheiß Schlangenkack da. Was? Muss ich mir etwas anschreiben, deinem Freund, du musst den Wasserkopf bewässern und nicht jeden Scheißdreck. So, jetzt müssen wir nur noch... Lass mich überlegen. Jetzt müssen wir nur noch da herkommen. Ist das so? Ich weiß nicht. Das heißt, wir müssen da rein oder da rein. Ist eigentlich völlig wurscht. Da können wir auch direkt rein. Warte mal. Stick ein jetzt! Nur mir etwas sagen, dass ich da bloß den Schlangenkopf brauche. Ah, easy. Was ist jetzt mit dem Ding? Da ist nochmal so ein Teil schon hin. So. Das ist ein unterschiedlicher. Als man den davor jietet wahrscheinlich. So, wieso klemmt jetzt der? Ah! Moment, gib das Ding her! Weiß ich nicht, das glaube ich doch nicht, dass das nicht funktioniert. Moment. So funktioniert es auf alle Fälle nicht. So, wie kommen wir da auf? Oh, da haben wir was gefunden. Wasserschlangenplan. Entwurfsplan für die Wasserschlangenstatue und den darunterliegenden Labyrinthmechanismus. Toll! Ah ja. Komm ich da mit? Ah! Haben wir schon, sind wir schon unterwegs. Jetzt tun sie sich mal nicht hinunter. Warte mal, wie kommen, muss ich doch da oben, ich weiß es nicht. Wir haben einen Schlangenkopf auf, ich probiere es. Ah! Ist gegangen. Achtung, da müssen wir springen, habe ich schon gesehen. Ah! Scheiße, da muss ich mich festhalten mit der rechten Maustaste, das ist natürlich nix. Da. Njau.
Miau. Miau. Dann. Wieso geht das nicht? Muss ich da einen Ruckler auslösen? Ja, kann sein, dass ich da einen Ruckler auslösen muss. Aber ich komme nicht weiter hin. Vielleicht doch. Irgendwann schon. Filmt man schon. Ah ja, was ist das? So, grüß Gott miteinander. Jetzt werden wir da ein bisschen auf der Schlange mal ansteigen. Das gefällt dir mit Sicherheit. Da ist irgendein Huhn. Nicht schlecht. Für eine Schlange. Was ist das? Ich schwing mein Ding! Easy. Sind wir schon unterwegs. Pass auf. So, Uhrzeit. Peitschenruck. Ja, Herrgott, selig! Jetzt auf mit dem Scheiß drum! Hopp! Die Frage ist halt, was zum Fick machen wir mir jetzt da? Liegt da irgendwas? Nein, das ist ein Loch in der Bauch drin. Nein, nicht mehr nur 4 Schlangenköpfe dort muss. Nein, bitte sag mir nicht, dass ich diese Art von Rätsel jetzt noch 4-mal machen muss, damit die Tür aufgeht. Schießen mir freiwillig eine Kugel ins Gesicht. Und jeder, der zuschaut, übrigens wahrscheinlich auch. So, wir gehen jetzt da mit das Loch rein, das was ich vorher entdeckt habe. I'm a simple man. I see it. Oh, ist wirklich stockfinster, tu mir Feier. Oh ja. Easy. Was soll ich hier? Wissen wir nicht. So. Gib das Licht her. Ungewöhnlich. Wird da was? Na, zum Fotografieren gibt's auch nix. Zu verstehen. Ich will probieren, ob man notzünden kann. Was haben wir da? Verschollenes Artefakt. Heliodromus-Artefakt. Eine strahlende Krone, das Symbol des Heliodromus, dem 6. mithranischen Weihegrad. Meisterhaftes Handwerk. Meisterhaftes Handwerk. Da hinten liegt der Pfandl. Neue Entdeckung. Mithranische Artefakte. Gott. Oh, da gibt es 7 zum Finden, das ist wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich im ganzen DLC haben diese Dinger verstrahlt. Werden wir da irgendwo am Arsch der Welt. Ich glaube nicht, dass es da irgendwo weitergeht. Nein, da blinkt was. Nein, blinken, wenn es nicht tat. Oh, aufgemacht jetzt den Scheiß aus Bums. Oder war das jetzt ein alternativer Weg da? Meint mir so, als wäre das ein alternativer Weg gewesen. Grüezi, fix. Dann geht's denn da ansonsten noch weiter? Was müssen wir jetzt da eigentlich noch machen? Warte mal. Ich kann immer noch das Schlangeneisen nehmen. Ein Schlangenkopf von 5 ist weg. Wieso? Müssen wir mir die Schlangenköpfe... Ja, ich verstehe schon. Haben wir schon rausgefunden. So, wir müssen die Schlangenköpfe bluten. Die da können wir, glaube ich, Nein, können wir nicht. Wo kommt denn das Wasser her? Den müssen wir fluten. Die Schlangenköpfe mit die... Die Frage ist jetzt, ob es gescheiter ist, das da rumlaufen zu lassen oder... Ach, das hat ja bloß einen Eingang und Ausgang. Das muss so sein. Geht nicht anders. Dann haben wir den da hinten noch. Da ist aber kein Schlangenkopf drin. Oder? Also jetzt da, ja genau, jetzt ist der zweite. Jetzt pass auf. Ob ein Schlangenkopf drin ist oder nicht, ist dann wahrscheinlich wurscht. Ist das wurscht? Ich weiß es nicht. Oh, was ist? Ich weiß es nicht. Das hat auch nur einen Zugang da. Also kann er nicht in die Richtung schauen. Das ist eigentlich unmöglich. Drehen wir nochmal da her. Oder ist es unmöglich? Der Kanal, nö. Nö. So.
Wenn wir die zwei da hinten müssen wir noch erwischen. Wir können da jetzt ja grundlegend ein bisschen was umstellen, weil vorher ist es um die Platten gegangen, jetzt geht es um diese 4 goldenen Zugänge. Jetzt passen wir obacht. Das kommt da raus, muss da rum. Und mal diesen hier. Geht natürlich nicht. Schau mal auf den Plan, den du gefunden hast. Da kann man mal im Detail drauf schauen. Das dauert wahrscheinlich nicht schon, ja. Notizen, Karte der Villa, Wasserschlangenplan. Ja, aber das sechst halt aber auch nicht recht fein. Hinten auch nichts um. Da kann man nichts ablesen, außer, jetzt pass auf. Schlange, kann man vielleicht oben irgendwas da? Weil für was komme ich da aufgesprungen, weißt du schon? Dass man den Mechanismus irgendwie, da geht diese Bodenplatten auseinander und da ist irgendein Zahnradl unten drin oder irgendwie sowas. Kannst du noch Fotos für Tipps machen? Meinst du? Das sagt er mir aber normalerweise auch. Hinweis verfügbar, tatsächlich. Leite den Wasserfluss. Ich muss das Wasser durch das Labyrinth leiten. Scheiße, da bin ich noch nicht gleich drauf gekommen. Ja, richtig. Ich wette, ich muss Wasser zum Maul der Schlange jeder Plattform leiten. Zum Labyrinth gehören ein paar besondere Schlangenköpfe. Für die Lösung muss ich Wasser zu 5 Punkten lenken. Es gibt 4 Abflüsse in den Ecken des Labyrinths und einen beim Ausgang. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Na! Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Okay, es hat irgendwas mit den Abflüssen zum tun. In jedem Eck ist einer. Da ist zum Beispiel schon mal keiner. Da sprudelt es irgendwo in der Wegschicht umeinander und da ist auch keiner. Bin ich einfach angelangt worden! Das Wasser durchs Labyrinth leiten, das hätte mir ein blöd auch gesagt. Ja, ist mir schon klar. Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass ich irgendwas ganz furchtbar Gravierendes, aber super Simples übersehe. Warte mal, jetzt geht's da weiter, da weiter, da weiter. Jetzt einfach nur, weil es mich interessiert. Mal so. Eine damit. Ja, genau. Das Wasser muss nur noch vor zum Hebel geleitet werden. Piwi, wie kommst du da drauf? Ach, da ist ein Abfluss drunter schon hin. Kann ich da überhaupt noch mal was reinstecken? Nein, nicht wirklich. Warte mal. Ich kann mal einfach mal probieren, das Wasser wirklich einfach da 4 zum Leiten. Aber die 5 Schlangenköpfe müssen doch weg. 5 goldene Ringe. Piwi hat schon gespielt, ja gut. Aber ich muss doch die... Müssen die 5 Ringe... Warte mal, der Schlangenkopf, der nur zum 1000%ig sicheren Test. Der Schlangenkopf muss überflutet bleiben. Nicht kurz armes Wasser rein. Dann geht der Schlangenkopf wieder zu, ja. Ja. So, der ganze Stream besteht aus dem Schlangenrätsel, meine Damen und Herren. Der ist überflutet. Den da hinten überflutet kriegen, das ist was, das habe ich vorher schon nicht verstanden, ab wann der überflutet wird. Ich sage das freiwillig, wie es ist. Ich hasse es. Also die Scorn-Rätsel waren schwerer. Jeder goldene Ring und die vorne an der Tür müssen Wasser haben. Ja, das denke ich mir schon. Ich bin gnadenlos überfordert. Sag ich, das ist, das überfordert meinen Geist. Das war komplett. Aber wir haben jetzt noch Zeil braucht. Kinder, das wird nicht helfen. Goldene... Da kommt der Ärger daher. Goldene Ringe? Daher. Da ist ein goldener Ring um den Schlangenkopf rundum. Und da zum Beispiel nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Wo ist überhaupt der 5.? Jetzt passen wir auf. Nummer 1. 2.
3. Wieso sind da bloß 3? 1, 2, 3. Man sieht es halt auch so beschissen, das Ganze. Also mal von oben anschauen, macht es vielleicht einfach das Geld, das absolut richtig ist, können wir mal da. Das ist ein guter Vorschlag. Das ist eine gute Idee. Und wird's bloß nicht anständig von oben anschauen können, fürchte. Alle ohne goldenen Ring sind nur zum Wasser weiterleiten aus der Mitte. Muss ich jetzt sehen, was ich mit dieser Information, wie wir die weiterbringen sollen. Ja, auf meine Alte, die weiß, von was redet. Ich weiß nicht, wer der Alte ist, Hubersepp. Warum hat er das dann mit den Ecken gesagt, wenn da keine Ringe sind? Ja, genau. Unter anderem zum Beispiel. Und das von da herum, das hilft mir nicht recht viel weiter, weil ich eben nicht gescheit sehe, wo was weitergeht. Wie funktioniert das mit den Abflüssen? Der hat ganz konkret gesagt, da sind Abflüsse umeinander. 5 ist am Ausgang. Okay. Das ist dann... Ja, tatsächlich. Da ist ein Ring rundum. 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, passt. Haben wir das schon mal geklärt. Das ist ja schon mal Epsi. Muss auch einen Sinn haben, dass man die da dran kann. Muss auch einen Sinn haben, dass man da keinen mehr dran kann. Aber wir sollten sonst da ein Wasser hinkommen. Das ist ja totaler Blödsinn. Wenn ich das Ding da nicht drehen kann. Da vielleicht ein Wasser durch. Ah nee, ich krieg da kein Wasser um. Das muss da aus dem Sprudelscheiß kommen. Jetzt pass auf, ich muss da das Wasser zum Sprudeln bringen. Dann gehört das Ding so hydrat. Ja, das Ding so hydrat. Na, geht's nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir mal das besser platzieren. Das einen Sinn macht da. Machen wir mal Stickerl für Stickerl, Reihe für Reihe, was die längsten Verbindungen herstellt. Das da kann ich sowieso nicht dran. Das da ist das ein Schwachsinn. Fang von vorne und geh Stück für Stück weiter. Julian, das ist genau der Plan, den ich gerade hab. Angefangen haben wir da irgendwo, gell? Es kommt da ein Wasser rum, es kommt aber auch da ein Wasser rum. Vielleicht können wir einfach komplett anders Dinge. Warum rechts rum? Vielleicht einfach links rum, leg mir da am Anstand. Ja. Ein goldener Bums sind drin. Ja. Fangt auf alle Fälle nichts zum Sprudeln an, aber das Ding ist auf alle Fälle unter Wasser. Das ist schon mal Apps. Das da macht mich noch komplett nasch da. Das passt. Ja gut, probieren wir es einmal. Warte mal. Who knows, was dann passiert. So. Jetzt ist nämlich da überall der Wasser herin von der anderen Seite aus. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Vielleicht kriegen wir da ein Wasser hinten. Weißt du schon, das schaue ich schon die ganze Zeit, weil da so lange Verbindungen sind. Warte mal, dann können wir das nämlich auch so dran. Upp. Ja, jetzt kriegt dieser hinten einen Fuß und überhaupt mal irgendetwas zusammen. Machen wir so. So, blubber, 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 blubber. Das Ding ist unter Wasser. So weit, also so weit waren wir noch nie. Wird schon. Wird schon. Hinter das wird schon. Jetzt stresst es mir mal nicht. Na, ich halte diesen Druck nicht aus. Das ist natürlich dann kompletter Schwachsinn. Das müssen wir dann da oben dran. Gibt es da oben... Ja. Ja. Nochmal. Ah. Jetzt sprudelt es nämlich da hinten an. Freunde der Sonne. So sieht das aus. So läuft der Hasenfuß namens Fußhase. Und hier noch einmal.
Ich sag doch nur feinstes Pro-Gaming, wenn ich mir 5 Sekunden nachdenke. Ist es jetzt nur so ein bisschen ein Problem? Nein, ist überhaupt nicht! Kinderspiel. So! Jetzt gehe ich eine Stange Zigaretten raus. Später. Hab mich anders entschieden und dafür Hosen aufgesetzt. So. Munde putzen, weiter geht's. So, machen wir noch ein Foto davon. Scheiß Hurenrätsel, ich glaub, das ist ein Vogel. Der Bierger noch ein Rätseln, fertig als noch am Schnackseln, ja? Basti fragt, warum? Ich verstehe die Frage nicht, du? Super, jetzt stehe ich vor dem Deal, das nicht aufgeht, oder was? Hoppala. Links abbiegen. Wir schon unterwegs. Jetzt sind wir schon unterwegs auch. Heiliges Kanonenrohr. Was zum Teufel? Das hat, was, da scheint überall Sonnenlicht ein, das hat ja keiner Kruzifix, ich höre mich selber nicht mehr. Vor lauteres Hosen auf dem Kopf? Ich höre mich selber nicht mehr. So, jetzt da. Sieh mal einer an. Ah, das ist also Junior. Warte schon, wir müssen die Buntstifte auspacken. Ja, sehen, ja, das ist, ja. Bin aber nicht so der Rätsler, was soll ich machen? Vier schieße ich da in unter minus 2 Sekunden ins Gesicht. Nicht mehr weißt, was du wohnst. Hilft nicht. Aber einfach mehr Schießen gibt als. Kriegen wir das so geschissen? Weißt du, da schleudern wir uns jetzt um mich. Sauber geschleudert! Und ein bisschen da umeinander gefuhrwerk, da werden wir schon was finden da. Da schon hier. Oder kennen wir mal auch unterwegs, da steigen wir jetzt einfach mehr auf. Wir wissen zwar nicht warum, aber wir steigen jetzt da einfach mehr auf. Ja, ist weiß, da wieso ist. Kann ich mich da einhalten, müsste. Rätseln der Mann alle Hälfte wie Schnackseln. Das ist auch wieder richtig, ja? Ist so. Kann aber auch bloß nicht einmal die Hälfte von euch mitreden, weil entweder die eine Hälfte von euch hat gar keine Idee und die anderen Hälften nur die wenigsten wahrscheinlich seit 12 Jahren. Also mal vornehm durch die Hose atmen und Schnauze halten. So. Ich weiß nicht, wo wir wieder umeinander fahren, aber ich fahre mir umeinander. Glaubst du, ist Kantenmaler ein Lehrberuf? Bei Bethesda auf alle Fälle. Ist die Frage, kriegst du eine Auszeichnung wie beim Karate? Der weiße Kantenmaler ist nicht so gut wie der... Einmal da jetzt... Wie weit geht denn das her, das Ding? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht ganz herfahren muss. Okay, jetzt nicht mehr an der Kette ziehen. Ach so! Da hänge ich mich an! Das wieder zurückgeschnalzt, das habe ich natürlich nicht gesehen. So. So, wenn ich jetzt da los, falle ich dann runter. Nein, schwingen. 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 Ich weiß nicht, wo wir überhaupt hin müssen. Ich schwinge jetzt da mal so her und dann haben wir wahrscheinlich wieder genau da, wo wir vorher auch waren. So. Das hatten sie wohl kaum im Sinn, als sie das gebaut haben. Aber das ist ein bisschen sehr verdächtig gleich aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Wie lässt man Kanten los? Hallo, Leerzeichen. Leerzeichen, Leerzeichen, habe ich gesagt. Ich denn jetzt von mir? Hallo, springe da jetzt dann, du Vollidiot! Hallo, kann mir irgendjemand sagen, wenn man scheiß Kanten auslässt? Spinn jetzt, oder was? Hallo? Da haben einfach einen Face-Roll über Tastatur gemacht und weiß wieder nicht. Naja. Oh, was haben wir da? Schau, da ist sie nicht so gesund aus, also mit der Mr. Indiana. Und wo soll ich dann hinschwingen? Ich sehe nichts, wo ich hinschwingen kann. Ich häng mich mal ohne. Ja, hab schon gedacht, dass das noch gibt. Wo schwingen wir hin? Ah.
Denke noch da drüben. Ach, Ducker ist vielleicht kantenlos lassen, hä? Kann ich jetzt da schwingen oder nicht? Der schwingt nicht gescheit, wieso schwingst du nicht gescheit? Da oben müsst ihr. Da oben. Hier ist der auszubildende Kantenmaler, Kantenstift. Was tut er so? Das tut er so. Ich bin sicher, ob das der Weg ist, aber ich probiere, ob das der Weg ist. Ah! Ja, dachte ich mir. Und machen wir es noch. Oh ja, knifflige Kletterpartie, du! Kantenstift. Hab's noch drauf. Haben's noch drauf, siehst du das? Weiß ich nicht. Sekiro war einfacher wie das Schlangenrätsel. Ich sag's, wie es ist. Gibt's da was? Nö. Balancen? Haben wir schon da! Das ist eine römische Toilette. Ich finde immer lustig, wenn dann habe ich vorher auch schon so ein bisschen angedeutet, wenn da Sonnenlicht reinkommt, dann muss ja von oben irgendwo ein Loch sein, das irgendwann mal irgendjemand sieht. Das ist aber ein bisschen komisch, muss ich sagen. So, was ist der Blödsinn jetzt da? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da waren wir doch, waren wir da nicht gerade? Ich hab keine Ahnung. Da haben wir aufgegraben, gell? Müssen wir wieder oben springen. Ich springe mal wieder oben und schau, was passiert. Dann wir kommen. Kann man sich da nicht so hin und her schwingen, weißt du schon? Probieren wir jetzt. Effe nicht Mikro fressen. Ich fress mein Mikrofon so lange wie ich mag! Fokussiere mir lieber auf den scheiß Like-Button, ihr verdammten Kasperl. Oh, da ist eine Kette, die habe ich nicht gesehen. Ich sag, dass wir es bis in die Mitte ziehen müssen. Das muss genau 90 Grad Winkel. Die gibt mir nein! Es bleibt. Ach, verdammt. Dass sie irgendwie alles von selber da zurückzieht. Was ist denn da los? Der Wolfreak! Eins verstehe ich nicht beim Indianer. Gut, wo? Ich habe ein Priester gewandert, oh guter Mann. Wieso habe ich eigentlich ein Priester gewandert, oh guter Mann? Wolfreak, merkst du dir? Guter Punkt. Ich werde mich gleich mal drum kümmern. Jetzt hängen wir aber da erst einmal so rum und dann versuchen wir uns da zur Treppe mitzuschwingen. Schwing dein Ding zur Treppe, Momentäre. Bin nach langer Zeit auch mal wieder da. Boah, ist blöd, ja, Zeit wird's. Was denn sonst? Hast du heute gehabt? Hast du weitergehauen? Was ist denn los? Gute alte Peitsche. Gute alte Peitsche. So, jetzt pass mich auf. Man kann doch da irgendwo sein Outfit ändern. Haben wir diesen hier. Ah. Zufrieden, Herr Wolfreak? Ich bin auch zufrieden. Weiß ich auch wieder, was los war. Ja, Priester-Outfit hat meinen Geist gestört. Viel besser. Holt mir schon gleich viel besser. So, wo sind wir? Da ist stockfinster, meine Damen und Herren. Stockfinster ist da drin! Für Schlangenrätsel brauchen wir nicht mehr kommen. Das sag ich auch gleich schon. So. Aber Spaß macht's. Also irgendeinem Grund macht's schon wieder Spaß. Obwohl es eigentlich relativ simpel ist. So, da um mich und da mit der Peitsche um mich, hä? Okay. Oh, ich hab mich schon wieder sterben sehen. Oh, um mich mit dem Bums. So, waren wir jetzt da unten schon oder grabe ich mal auf? Ich grabe auf. Ich glaube, da geht's nicht auf. Da können wir uns nicht auf sollen. Haben wir wieder Ketten? Hast du die Ketten? Ich bin mir sicher, aber ich glaube, das bringt mir was. Bringt mir einen Scheißdreck. Oder auch nicht. Oder Eistee könntest du auch rausbringen. Was für ein Eistee? Ich brauche keinen Eistee. Wenn ich was rausbringe, dann etwas, was ich selber sauf. Aber ich saufe nichts. Warte mal. Was genau bringt uns das? Das einzige Gimmick, das da kann ich mir an
Moment mal. Da kommt ja noch was mit, aber. Sieh dir mal länger an der Raketen aufjägen, du besoffener Hu. Da. Haben wir das? Oh shit. Ja, 558. Hab's Springer vergessen. Ja, der springt aber auch nicht, wenn ich sprint. Wieso springt der nicht, wenn ich da sprint? Fix. Da war bezahlt 558 sind wir. Wieso beim ersten Mal auf die Leertasten drauf und ist er jetzt wieder nicht gesprungen. Muss ich testen. Jetzt geht's ja vor mir, keine Ahnung. Ich glaube, Zeit für eine neue Tastatur. Oder meine Tastatur ist so für meine Maus genau. Also, die ist so beschissen fertig, weil du erst einen Vogel kriegst. Berg Dr. Birger Cherry Cola. Jetzt ist es gegangen. Passt schon. Oh, der Hut war schwer. Das hast du gut erkannt. So. Rein in die Mauer. Nimm mit auf. Ah, kann ich. Der Indi ist ja noch fit. Leute mit Donations Bürger brauchen Maus und Tastatur. Ich komme mal Maus und Tastatur. Ich mag halt meine Maus und meine Tastatur nicht hergeben. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr jahrelang eine Maus und eine Tastatur gewohnt seid, dass man dann ganz furchtbar ungern eine andere Tastatur und eine andere Mausen Höher als ich angenommen hatte. Mein Problem ist nämlich so ein bisschen, die Maus, die ich hab und die Tastatur, die ich hab, die gibt's nicht mehr. Hast ja Hindi und nicht B-Hindi. Die gleiche Wiederkäufer kenn ich. Ja, Sprengen ist ein Problem, wenn es weder Maus noch Tastatur noch zum Kaufen gibt. Das ist ein Problem. Bei der Tastatur ist mir nicht ganz so wichtig, aber die Maus war wichtig. Ja, ich kenne deine Maus und sowas gewohnt man sich nicht. Ja, du, oder gar keine Ahnung. Nein, das darf wohl jetzt nicht die Wahrheit sein, oder? Birger spielt Bavaria Jones. Herr Ralle, deinen Namen in Verbindung mit diesem Betrag habe ich entweder schon lange nicht mehr gelesen oder noch nie. Das ist sauber zu viel. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt. Kuss auf die Nuss, das war jetzt. Ich weiß noch nicht, wie lange du schon zuschaust, aber das war jetzt ein Joke übrigens. Das ist, was der Sebi geschrieben hat. Das ist ein Insiderwitz. Der ist schon 8 Jahre alt. Ralle, merci dir. Es ist sauber zu viel und ich hoffe, du weißt, was du tust. Kuss auf die Nuss. Halt, stopp! Die Maus bleibt, wie sie ist! Das spricht der mit einem Monitor, der 3 Kilometer breit ist und wenn man seine Maus bloß anschaut, fährt es von selber schon auf die andere Seite vom Monitor. Aha, ja genau. Ja. Pibi! Ich sehe leider nur ein ganz minimales kleines Profilbeutel. Ein Rotsoda. Ein Rotsoda. Wie heißt's? Das müsst ihr schreiben. Ich darf's nicht, das kann ich nicht sagen, wenn ein neues Mitglied kommt, Alter. Kann ich nicht bringen. Piwi, Dankeschön für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Aber den Chat, aber der Piwi. Nicht Piri? Ja, der Vlogger ist doch schon wieder bumm von Erde. Wenn ihr mitmacht! Ich hoffe, ihr habt den Sound die ganze Zeit so weit auftritt, dass du einen Schlaganfall kriegst. Ja, ich sag, unsere Frauengesellschaft wird immer größer. Es wird immer mehr, irgendwann haben bloß noch Weiber da. Ja? Dann wird es dann zwar schwierig mit diesen Witzen, aber... Ja. So, wo sind wir? Wo geht's denn da umeinander schon wieder? Da! Oh, das ist unmittelbar! Absolute Flashbang im Spalt! Das muss irgendwo an der Erdoberfläche sein! So hat der Meister geschrieben, dass er schreit, dass er... Ich hab's gelesen, was er geschrieben hat. Hey, Pibi, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist. Gewohnt dich gleich mal an das. Die Dinge sind, wie sie sind. Komm, was soll ich machen? Jetzt ziehen wir erstmal an die Raketen. Phänomenal! Merci für 130 Monate. In die Birger, Mitglied seit 16 Monaten, passt im ersten andere Mausen mag. Schön, dass du wieder da bist, Chef. Was? Eine andere Mausen mag? Fragezeichen, schön, dass du wieder... Was? An das müssen wir uns auch gewohnen, Pibi. Oder musst du gewohnen, Pibi? Manche Leute im Chat. Nein, ich sag's nicht. Vor allem nicht Leute, die seit 88 Monaten da irgendwo umeinander abonniert haben. Was sollen wir tun? Ah! Ich lauf da mit noch schnell durch. Die Statue untersuchen. Können wir nicht, dass wir ein Foto machen? Ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen. Halt. Ich hab eine Knarre schon. Die Knarre jetzt weg. Lag da rechts eine Notiz? Okay. Wieso sollten jetzt da einfach eine random Notiz am Rand bringen? Der Chat ist speziell, danke Freier. Ich bin aber ein bisschen schlecht in der Wortwahl. Weißt du, was es ist? Schauen wir erst einmal da durch, was liegt da irgendwas umeinander. Nein, da wird aber gespeichert, wenn man da hergeht.
Nicht da gekommen, das habe ich einfach instant wieder vergessen. Ja, haben wir gekommen. Servus, letzte Tage, ich will auch Bürger schauen. Julian. Das ist recht. So, jetzt aber mal im Urlaub irgendwas anderes tun. Zipfen. Lass mich raten, da hinten gibt es wieder irgendwo ein Artefakt. Na, da geht's aussehen. Was haben wir jetzt da wieder? Was haben wir jetzt da wieder? Tu mit Ketten auf. Machen wir die Bumsbude auf. Nein, da haben wir wieder einen. Hä? Ach, wir sind da links oben gekommen. Ah, schönes Leveldesign schon, ja? Das mache ich. Hat ein bisschen was von Dark Souls. Shortcut geöffnet. Speziell klingt, aber nett. Stimmt auch wieder. Ich kann keine Leute, Leute mit dem grünen Namen kann ich auch nicht ummaulen. Das kann ich nicht machen. Wobei es eigentlich so sein sollte, dass ich die Leute mit dem grünen Namen im Chat noch mehr ummaule wie alle anderen. Müssen aber die Leute mit dem grünen Namen auch wissen. Irgendwo. So, was haben wir jetzt da? Kistige Kiste. Haben wir da noch irgendeinen Schund drin rumliegen? Erstmal in das Poloch geguckt. Ganz sonderbar. Sonderbar ist ein gutes Wort. Ja. Mal sehen. Kistige Kiste. Was ist da drin? Da ist was drin! Ein Hunderter! Nein, was ist denn das? Ein Zylinderli. Das ist ein Zylinderteil, Entschuldigung. Zylinderteil. Du bist aber interessant. Ein Drittel eines seltsamen Zylinders aus dem Grabmal von Junior. Wo ist der Rest? Einen Weg nach draußen finden, das haben wir Gott sei Dank schon gemacht. Okay. Das war schön. Schöne Kletterpartie. Los. Ach, verflucht. Violator! Nulla arcana! Nostra subduces! Du willst mich wohl aufhalten? Scheiße. Was ist der Isaac? Nein, auf alle Fälle! Du, ich lade noch schnell nach. Warte mal auf mich. Oh shit. Oh shit. Oh Gott, ich glaube, das gehört so. Oh oh. Was ist denn hier? Aber das ist der Terminator, oder? Oh shit. Oh. Das hat ein bisschen was von Moria. Quid, vergiss die! Was meinst du mit? Was hast du getan? Okay, tschüss. Nullia der! Iloki Sakrasun! Wirf mich. Sag's nicht dem Elben. Oh Mann. Oh oh. Der grobe Teufel schaut dann auf. Schaut ein bisschen aus wie das Sinst. Wenn jemand einen Sinst. Nur Programmer kennen einen Sinst. Sinnlos ist da, aber lustigste Helden, egal. Capricorn, das heißt bei uns übrigens nicht sprich Deutsch, du Hurensohn, sondern bei uns heißt Schmerzborisch, du Gichtfotzen. Weg da! Miese Kleine. Ratten. Da hat der Huber recht, stimmt, der kommt in beiden vor. Der Orden der Riesen! Wie viele Riesen verstecken sich denn hier? Oh, das ist schon ein Riese. Der war schon groß, der war mindestens einen Kopf größer wie uns, aber zählt man dann schon als Riese. Wie groß ist denn der Indiana Jones, weiß man das? Ich weiß jetzt da mit durch Kanalisation. Das muss schon irgendwie unfassbar gut versteckt sein, wenn da eine Kanalisation ist, ganz unten drunter. Ich weiß jetzt auch nicht. Rohre sind nicht alt. Vielleicht führen sie raus. Die Rohre sind nicht alt, vielleicht führen sie raus. Ja, kann ich raufspringen? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? So, andere Richtung testen. Ob ich da wo ich umspringen kann? Ne, das ist außen rundum graben. Oder geht's noch in die andere? Da geht's nicht. Schmerzborisch, du Brotkind. Nein, Brotkind ist alles bloß kein borischer Flame. Harrison Ford ist 1,85 ohne Hut, das hab ich nicht gewusst. Aber Gott sei Dank haben die Leute so gescheit gewesen und haben nach Harrison Ford gegoogelt. Wie groß der ist. So, wir gehen jetzt da auf, weg am Risserbägeln. Bin schon wieder, ich weiß auch nicht, heute ist irgendwie Schlauchtag. Ich bin
Ich hab nichts gesagt. Bis dann. Tschüss. Tschö mit dir. Hanserin. Stimmt, Sebian hat recht. Abgesehen davon schmeißt man Brotkind so aus. Brotkind. Wichtig. Kanalisation verlassen. Der war doch dieser Mann. Kanalisation verlassen. Jetzt haben wir in der zweiten Stock in der Kanalisation, oder was? Vollsprint lege ich da hin. Da lege ich hier Vollsprint. Meine Skier. Deine Skier 1,85, dann bist du aber wahrscheinlich bloß entweder ein schlechter Skifahrer oder 2 Meter groß. Ein Dock der Schwarzhemden. Vielleicht finde ich da ja ein Boot. Wieso zum Fix haben wir jetzt... Oh, was? Das hat echt... Da ist nie... Da ist die letzten 4000 Jahre keiner reingegangen und hat sich gedacht, hey, was ist denn das da für eine Statue? Hey, was ist das für eine 2,50 Meter große Riesenhühne? Naja, gut. Das sind halt so ein bisschen so Sachen, die das dann ein wenig Die kaputt machen. Engelsburg. Bisschen. Die Zahl Aber der Wachen wurde das ist ja sicher immer so. verdoppelt. Engelsburg. Ja, ich brauche ein Boot. Boot! Der Tiber. Ist gesperrt. Was soll denn das heißen? Da rennen schon wieder Nazi-Trottel umeinander. Da schwimme ich ein wenig. Blablabla. Das ist ein Robot. Na, warte mal, gehen wir mal raus, dann müssen wir auf die Karten schauen. Da hinten ins Bootshaus müssen wir, oder was? Ja, ich gehe halt jetzt da so her. Ich hab bloß zu zweit, was minken die? Nein, die Wiener nehmen wir schon die Schaufel. Oh. Ehi, fermo dove sei? Dacci dentro! Wo ist denn die Schaufel? Du, die Schaufel. Echt? Das ist ja... Oh, ich hab nur noch 3 Schuss. Oh, mistakes were made. Mistakes were made. Mistakes were made! Boys! Oh shit, ich sterbe mir nicht auf einen Schuss. Oh, okay, ich geh schwimmen. Du, ich schwimme mal! Da schwimme ich da einmal! Ich weiß nicht, wohin ich schwimme, aber ich schwimme mal geradeaus. Wie viel haben wir noch? Da können wir noch ewig dauern. Da schau, ich seh das Bootshaus. Ich seh das Bootshaus. Ich seh das Bootshaus jetzt. Die Vollidioten. Schau's da, die Tippen. Oh, was haben wir denn da? Scheiße. Fresco di Fresco, was auch immer das ist, weiß ich nicht. Aber der haben wir nicht. Scheiße. Der haben wir nicht da. Bin ich da dran? Nein, kann ich nicht. Geh mal hin. Ich geh mir da so lang. Da so lang. Und bett mir zum heiligen Herrgott, dass ich mich da einwenden kann. Ja. So, haben wir schon da. Was war da? Mondzünden. Ich schwimme! Ich schwimme! Schwimme die Bim! Super, der hätte einfach durchdauert zum Boot, hätte ich auch kennen. Nix da. Nein, so nicht, Freunde der Sonne. Keine Zeit für diese Scheiße. Also ich hab für die Scheiße nicht mehr Zeit. Da war Safe und ich mag den Safe-Inhalt. Ich will den Safe-Inhalt. Ist da jemand? Oh shit, der sagt mir auch schon wieder halb. Da kann man runtergehen, warum kann man da runtergehen? Ich was werfen. Gib mir was zum Werfen jetzt dabei. Sei, fermati qua! Eccoti qua! Subiamo perdite! Accidenti! Ammazziamolo! Ammazzalo! Poco! Sei lì, ti vedo! Prendilo! Fermati! Oh, komm mal, was aimen die nie für einen Scheißdreck zusammen? Sag mal! Qualcuno! Bakuro, dein Name ist Bakuro! Gib mir die Waffen! Arrenditi! Non riesci neppure a colpirmi! Was? Wo? Konfirmi? Da, dein Mann! Poco! Was? Ah! Büchshut!
Kein Topf! Hallo Freunde der Sonne, das war kein... Was ist noch hergehört? Du kannst nicht... Wir haben das gerade gegenseitig erschossen, aber das gerade richtig gesehen? Muss was testen? Nope. Oh, da haben noch mehr. Oh, das Ohren. Ernst Mit jetzt? Dynamit spielt man nicht. Oh, wo bist du denn? Was sagen Sie? Intruso! Oh ja! Ricarico! Ehi! Hä? Wo ist der jetzt hin? Arschloch! Da! Was haben wir da? Warzentenschlüssel brauchen wir da. Keine Ahnung, wo wir den hier haben, aber wir haben ihn. So. Unsere Gesundheit schaut nicht ganz so gut aus. Vielleicht sollte man da mal was dagegen tun. Haben wir da irgendwas dagegen? Damit da hier Cornetto. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Verband, brauchen wir. Also haben wir einen Verband her. Da. Wenn mir da jetzt passiert ist, aber ich gehe mal lieber ins Licht aus, weil was du siehst, ist es schneller passiert, wie du schauen kannst. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen Verband? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Er geht aus der Steiger. Ja, Cornetto! Cornetto, Schoko, Vanille, Erdbeer, Babene, Babene! Ham! Lecker Cornetto! Easy going. So, nehmen wir noch mit 2 Donuts mit oder was auch immer das ist. Die Muse habe ich noch nie gepackt! Jedenfalls mehrere Sachen auf Like geschmissen. Oh, was haben wir da noch? Da war doch nur drum. Oder nicht nur irgendwo drum? Das ist egal. So, wir haben einen Safe. Achtung! Meine Pro-Gamer-Augen haben Folgendes erkannt. Halt, stopp. Und... 3... Das ist es. Okay, na. Wenn ich das mitnehme. Oh Mann, mit dem hätte man so viel Spaß haben können. Aber ich schleiche mich doch nicht durch das ganze Lager, dass ich dann herausfinde, was der Code ist. Damit ich dann ein Dynamit kriege. Ist ja voll behindert. Aber einmal müssen wir es ausprobieren. Ich möchte... Brother. Ich möcht's noch einmal machen. Doch der Aber ich hab vorher schon einen Verband gehabt. Dann habe ich nur einen aufgeklappt und jetzt habe ich einen Verband hergenommen und dann ist es auch weg. Also wurscht. Gib mir das Ding und... Ah, mit dem kann man... Auf die Glocke. Wird aber halt auch nicht langweilig. Bruder, es wird nicht langweilig. So, jetzt geht's. Schreibt halt einmal irgendwann jemand Birger Kruzifix, jetzt hockt in das Boot ein und fahr weiter. Alter. Alter, hast du schon mal auf die Uhr geschaut? Was? Möchtest du mir eigentlich komplett, ist 5 vor 10. Ich möchte mich du verarschen, irgendwann, das ist 9. Herr Köth! Merci für deinen 25er. Dir sage ich nichts mehr, du bist seit 8 Jahren dabei. Birger, Babyboot ist angekommen, tippitoppi, nach 5 Wochen, dann kommt Kind, dann gehöre ich auch zum Vollmilchsquad, Hashtag geil, hab ich gesagt. Ich hoffe, dass es wirklich passt. Kuss auf die Nuss und vielen, vielen Dank natürlich. Und ich hoffe, dem kleinen Hosenbämsler, halt stopp, dem kleinen Stressstumpen geht's gut. Hoffe. So! Also, Freunde der Sonne. Palazzo liegt gleich am anderen Ufer. Was? Und für das habe ich mir jetzt da durchgekämpft, damit ich ins andere Ufer umfahre. Ist das was? Pizzo di Pazzo. Oh, da haben wieder Nazi-Typen.
Muss ich nicht? Oh, wie muss ich? Okay. Kann ich schießen währenddessen? Nein, aber halt auch wieder Nazi-Typen. Was tue ich mit denen? Ich soll es vermöbeln? Ich weiß auch nicht. Ja, ich fahre jetzt da mal Hey, komm. Da, servus, Bum. Komm aus. Jetzt gut. Buona giornata. Cavolo. Dagli una lezione! Nein, liegen da! Vollidiot! Brauchen wir noch einen Verband, brauche ich. Gegenstandsmaximum erreicht. Mehr gibt's jetzt da nicht, oder was? Mehr gibt's jetzt da nicht! Für das bin ich jetzt stehen geblieben! Hä? Du! So kann ich den Knüppel nicht werfen. Wichser. Heute gibt's Überbürgerstunden, es ist Freitag, nicht viel. Weil ich nämlich glaube, der DLC ist nicht so lang. Das kann uns Piwi sagen. Piwi, wie viel Prozent haben wir vom ganzen DLC? Wenn du mir jetzt mit 22 kommst, hau ich dir einen knockerten Arsch. Wenn Piwi schon durch ist. Ah, hier jetzt Gas. Miau! Miau! Geht dieser Tuk-Tuk da nicht schnell, oder was? Kruzifix, das haben wir alles für Nazis! Vielleicht soll ich mir das Wort nicht so oft sagen. Ich hab's noch nicht ganz durch. Achso. Naja, gut. Dann müssen wir noch ein bisschen reinpimmeln. Das hilft uns nichts. Achso, der Nazi-Sepp hat da noch kein Problem mit uns, aber sobald wir. Können wir da einen Kanal einfahren? Komm in den Kanal ein, los! Für die Cloaca Maxima. Cloaci Maxima, alles klar. Da dudelt mir rein. Oh, da können wir was. Halt, stopp. Was? Da hätten wir ein Foto machen können. Ja, scheiß aufs Foto. Was ist jetzt das da? Ein Licht war nicht schlecht am Schiff. Die Überstunde heute kompensiert das Schlangenbrunnenrätsel, das ist richtig. Außerdem, wann haben wir das letzte Mal um 10 Uhr zum Spielen aufgehört? Sagen wir mal das. Riesco a sentire la barca. Forza, arrivo. Chi è quello? Alto là! Fermo! Gut, da hat er noch nicht auf den Deckel gekriegt, ich hab's genau gehört. No, no! Tu mir Pistolen her. Wo ist meine Pistolen? War das ein Miezi? Ist ja wurscht, wenn wir schon so finden. Tu mir Feuer her, wenn ich sehe. Tu mir Feuer, wenn ich sehe! Geht's nicht weiter. Muss ich umschwimmen, oder was? Ich mag da nicht umschwimmen, aber ich werd müssen. Oh. Mit Tauchen. Schön. Durch die Scheiße Roms schwimmen. Wird von anderer Seite geöffnet. Das hilft mir ganz viel. Vielleicht irgendwo oben. Ah ja. Rein in den Gacki. Jetzt brauche ich 2 Bälle. Da. Peitsche zu klettern. Ja, dann kann ich dann auf die Rell auf. Ob man da seitlich springen können, weiß ich nicht mehr. Rundum. Was nu? Was nu? Was nu? Ja, die ganze Zeit der Miesi. Ach, da. Bonk. Wieso schauen wir mir eigentlich schon wieder so komisch aus? Ich hab mir doch extra umgezogen. Fix. Hey. Ah, da kommen wir offen. Einschwing. Schwing dein Ding nach Dingelfing. Gib mir das Indie-Outfit. So, Indies Outfit. Richtig. Ohne Hut. Der Hut gibt 10% Charisma und 10% Damage übrigens auch. Geht da irgendwas weiter? Immer ist es ein bisschen zumindest durchs Wehr. Gehen wir mal da weiter. Der Nazi-Typen einfach da rumgefallen. Alles gesperrt. Gehen wir da einmal woanders lang. Das ist was, das sagt sie nicht. Das ist meine Lebensanzeige hinter mir, aber das ist nicht so wichtig. Wir sterben eh nicht. Aha. Kloakenbroschüre! Ich sag da jetzt was, das ist das Einzige, was wir nicht lesen werden. Klingt nach einer Vergnügungstour.
Shortcut freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Schwingus Dingus. Lass mal doch da weitergehen. Habe ich meinen Knüppel noch? Ah, jetzt habe ich auf einmal wieder eine Knarre. Wird von anderer Seite geöffnet. Weiter. Da ist der Stock finster, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Sagt der Birger mit über 500 Depth. Mr. Fancy, spei du erst einmal mit irgendeinem Spezi Split Fiction und dann speien wir weiter. Un labirinto grosso e fetido. Insomma, Oh, shit. come facciamo? Non lo so. Hai la mappa? Non ce l'hanno data la mappa. Cosa? Diamine. Das ist nichts, wo man schmeißen kann. Allora, fammi pensare un attimo. Sta accadendo qualcosa. Bleib liegen! Liegen bleib so ist! Kasperl, grober! Da habe ich den Knüppel her, damit ich was zum Schmeißen habe für die nächsten 2 Affen. Was ist das für ein Stock finster? Das gibt es, das kann doch nicht ernst sein. Überall Fackel, guter Mann. Warum rennen Nazis in der Scheißhauskanalisation umeinander? Ich weiß es nicht. Was ist das? Bruder, wenn wir jetzt mit so einer Scheiße anfangen, dann war's das, gell? Was war denn das jetzt damit? Was meinst du jetzt da damit? Was soll jetzt das? Oh, ich hab's nicht schnell gesehen, was das war. Haben schon wieder irgendwo Ratzen umeinander, oder was ist denn da los? Und jetzt kann ich mal putzen und Sischik hier hauen, oder was? Ich wollte mal probieren, ob man Draht da schlagen kann. Was wird denn da so? Lol. Oder mehr Dusel als Verstand, dass ich die Flaschen da jetzt ziehe. Ich hab nicht gesehen, dass da was drin ist. Flaschenpost. Ricardo, hier sind ein paar Anweisungen für dich. Der Hauptmann wünscht sich 5 Flaschen Grappa. Oder total ahnungsloser, ich mag lieber einen Sambuca. Das ist eine Geburtstagsfeier. Sieh zu, dass er das gute Zeug bekommt und vor allem rechtzeitig, sonst macht er unser kleines Schmuggelgeschäft dicht. Zumindest droht er damit. Ich habe es endlich geschafft, die Kisten mit dem billigen Chianti zu verhökern. Bestell keine neuen, die nehmen nur Platz weg. Gerüchte über merkwürdige Leute in der Kanalisation machen die Runde. Sei wachsam und sollen keine Waren abhanden kommen und lasst Luigi nicht aus den Augen. Ihm trage ich nicht über den Weg. Marcello. Luigi! Aber was ist mit der Grappa? Da va bene? Sta cazzo! Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das uns das weiterhilft, aber wir waren stets bemüht. Ich weiß nicht, wo es da weitergehen soll, aber wahrscheinlich übersehe ich es wieder. Aber bei Madison, alles geplant, war Programming. Die Notiz fehlt mir noch. Was? Ah, da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Ich habe auch gerade richtig harte Madison-Vibes. Sag ich dir, was ist, da haben wir auch in so einer scheiß Kanalisation umeinander pimmelt und irgendwo, ja, alle 2 Meter bin ich gestorben. Was haben wir hier? Artikel über Obdachlose. Wohin verschwinden Roms Obdachlose? Okay, was? Vor den Toren der Cloaca Maxima ist die Zahl der Bettler und Landstreicher deutlich zurückgegangen. Die Anwohner begrüßen diese Entwicklung und sehen darin das Ergebnis der städtischen Reformen des Duce, keine Ahnung. Viele sind der Meinung, dass diese bedauernswerten Seelen für öffentliche Baumaßnahmen rekrutiert und oder landwirtschaftlichen Programmen herangezogen wurden. Obwohl bislang keiner unserer Reporter Zeuge der offiziellen Rekrutierung von obdachlosen Vagabunden geworden ist, beharrt die Stadtführung darauf, dass der Rückgang auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage sowie auf eine strengere Umsetzung der Gesetze gegen Landstreicherei zurückzuführen ist. Unterdessen halten sich Gerüchte über mysteriöse Kapuzengestalten, die nach Anbruch der Sperrstunde durch die Gassen schleichen und mit ihrer obdachlosen Beute in der Cloaca Maxima verschwinden. Oder der Ku Klux Klan völlig am Durchdrehen, oder was? Die Behörden fordern die Bürger auf, nicht auf diese urbanen Schauermärchen hereinzufallen, die das öffentliche Vertrauen in die staatlichen Programme untergraben. Hauptmann Bianchi von der städtischen Polizei hat derartige Geschichten für Produkte einer lebhaften Fantasie befeuert durch exzessiven Weinkonsum. Okay. Verschwundene Obdachlose. Wie furchtbar. Lass mich die Obdachlosen in Ruhe. Oder? Super, was soll jetzt da wieder und da geht's wieder auch wieder nicht weiter. Kruzifix, was...
Ist dir jetzt schon einmal aufgefallen, dass der Chat wieder normal ist? Ja, schon lang. So wie vor dem Stream habe ich schon reingeschrieben. Dass die Ads auf einmal weg sind. Weiß kein Mensch, was YouTube tut, ganz ehrlich. YouTube hat ein kleines Vögelchen, wie das gefällt. So. Ja, da muss es aber irgendwo weitergehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich da einfach einen Weg wieder zurücklaufen muss. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf diese scheiß Labyrinth-Kacke jetzt da. Zero. Meine Damen und Herren. So, da ist, da ist dieser rote Strich hinten. Sechst den da? Das ist wahrscheinlich zwar Rost oder irgendein Scheiß, aber ist wurscht. Aber da hat er bei 4 geschaut und ist nach rechts gelaufen. Ja genau, der hat da. Der hat da 4 geschaut und ist dann nach da, glaube ich. Das ist aber halt ein. Wo springt dann Scheiße her, das ist das schon klar. Big Mac, Test bestanden. So geht's. Das ist komisch da. Schau dir meine Hohenbirge! Sport! Le guardie rimarranno in posizione? Per adesso sì. Si avvicina l'ora della cena. Certamente, Benito. Autista! Das ist der Mussolini. Frank. Non dovete preoccuparvi, amico mio. Padre Ricci verrà preso. Certo, Benito. Grazie. Ancora. Oh, cielo. E che cos'era quello? È andato sotto la macchina, credo. Oh, non preoccupatevi, non preoccupatevi. Un po' di sano esercizio fa bene alla digestione. Benito, per favore. Ma dove ti sei infilata? Lasciate. Das ist eine sehr ähnliche Szene wie im Film, wo ihm der Hitler Autogramm gibt. Das ist auch so gut. Bene, bene. So, und dass der Kanal die Vediamo gelaufen cosa steht, das fällt ihm abbiamo. nicht auf, den deppenden Traurigen. Padre Ventura. Credevo foste un uomo casto e puro. Benito. E non dimenticate la vostra promessa, Ventura. Siete voi ad avere la chiave della sala del tesoro, giusto? Vi scongiuro, Benito. Non qui. Cutscenes, auch wieder gut gemacht. Via, via! Si mangia, eh? Bitte steig aus und sag, Rom. Jetzt wird's langsam interessant. So, jetzt Ich der sollte Kornek. nach Patarici sehen. Himmel nochmal! Er ist unsichtbar anscheinend. Togliti dalla strada, idiota! Entschuldigung. Idiota, Papi Puppi. So ein Cliffhanger war ganz nett. Also, wo ist der Palazzo? Denn, es schreibt jemand, der Cyberfox schreibt, gut, ich habe mich beim Schlangenrätsel ein bisschen dumm angestellt, das hat uns mit Sicherheit eine halbe Stunde gekostet. Info, laut How Long to Beat dauert der DLC ca. 4,5 Stunden, Story ergo bis zu circa bei der Hälfte. Und das fürchte ich heute ein bisschen auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, 5 Stunden ist ein bisschen wenig. Aber gut. Wo müssen wir hin? Zum Pater Ricci, oder? Was ist mit das Ding hier? Einen Weg zum Palazzo Ricci finden. Werden wir schon finden. Dann soll er uns mit einem Cliffhanger vollscheißen, der Teufel. So, kann man da eine Weinflasche mitnehmen zur Ablenkung? Jawohl. Die Frage ist nun, wo ist nicht gesperrt? Jetzt warte mal. Palazzo Ricci. Von Schwarzhemden bewacht. Von Schwarzhemden bewacht.
mir irgendwo oben rundrum oder da eine steppen oder schlungen wir es einfach. Das ha! Nein, 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 ich hab nichts da, Halle bitte bloß davon. Ja, ich geh schon, geh weg. Ja, ich geh schon weg. Ja, auf jetzt. Non hai speranze. Schmeißt er mit dem Stuhl, gibst du einen Vogel, hast du voll. Okay, ich lauf, ich bin ja schon fort. Ja, ja, ja. Ah! Ich muss laufen, wo? Okay, ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Oh shit. Oh fuck. Oh! Potrei batterti anche dormendo. Vediamo di che si tratta. Haut's ab, ich hab Klobürsten. Oh shit, shit, shit. Plumbus. Era per forza qualcosa. Strips. Peccato! Scheiße! Aiuto, uomo a terra! Wo ist mein scheiß Bürsten? Ti stendo I have the high ground! Wir blocken man gleich wieder. Ich weiß nicht mehr, wie man blockt. Auf Kuh. Ecco, ti ho visto! Irgendwo so schmeißen. Ich laufe jetzt einfach wieder zurück aus. Dentro di me! Ehi! Non ci puoi... Na, Stecker hier. Alleato a terra! Lauf wieder! Lass mein Bierchen in Ruhe! Oh, wir sind gerade Platz. La pagherai cara! Potrei batterti anche dormendo! Gib mir die Schaufel! Spinnst! Und Flügenduscher kriegst du Fotzen, der Trottel! Und ich kann's auch! Oh shit! Adesso sei morto! Scheiße. Ecco, prendi! Sei finito! Ihr blockt man der wieder! Ja, reiß das mal ab, bloß damit ab, weil ich weiß, wie man blockt! Das ist der andere hingelaufen. Ah, trovato! Avanti, fermalo! Ah! Ma almeno sai come si combatte! Ja, ja, die Putzen blutig! Oh, Trottel! Was? Eccoti! Klonk! Klonk! Immer noch nicht! Oh. Ah, liegt nur aneinander. Wie viel kommen jetzt da noch von euch, Fegel? Ach, geh, fickt euch doch, wie geht's da vor dir rein? Das ist ja lange umeinander, du, oder was? Da, der Wing. Muss ich jetzt mich da jetzt wirklich weiterprügeln, oder was? Ah! Oh, oder was? Finalmente si spara! Dai! Più forte! Nicht schon wieder! Dai! Impegnati! Chi sei? Fermati subito! Cosa miravi? Fuck! Glückshutregel! Glückshutregel! Nein, 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 nein! Glückshutregel doch nicht! 5,59! Fix wie so. Oh na! So. Wo ist für Katz? Hätten wir einfach mal das Priestergewand angezogen und wären wir vorbeigegangen. Das probieren wir jetzt, aber ansonsten Qualcuno laggiù? Indietro. Qui non si entra. Sì, meglio verificare. Zutritt verweigert. Vielleicht können wir mit dem anderen, Ich muss vielleicht dem können wir Hauptmann aus dem Weg gehen. Hauptmann aus dem Weg gehen. Oder wir können, der kennt aber auch die Schwarzhemdenuniform, oder? Jetzt noch schnell ein bisschen COD. Wenn nichts passiert. Oh, das checkt er auch gehen. Aber ich muss nur dem Hauptmann aus dem Weg gehen, sag ich das richtig? Dann nehmen wir aber lieber mal das Priestergewand. Jetzt schießen wir uns da nicht mehr durch. Künstlich. Ja, wirklich, was ist denn mit dem? Geht der jetzt gut fix?
Ach so, ich kann den da rausarbeiten. Warte mal. Müssen wir aber zuerst eben da hinten verrammen. Oh, da kommen wir auch vorbei. Oh. Was? Woran erkenne ich denn, was ein Hauptmann ist und was nicht? Kruzifix! Da gefunden. Da hat gefunden. Verlorener Brief. Was? Ja, aus dem überquellenden... Was soll ich mit dem Scheiß? Warte. Okay. So. Was habe ich jetzt für ein Kommando? Priestergewand. Hat den Bereich gesperrt. So, ich habe jetzt ein Schwarz Come hinten. stai, camerata? Wie geht's, Kamerata? Ja, sehr gut geht's, Kamerata. Okay. Warum nicht gleich so? Jej! Seite geöffnet. Che bella giornata. Non vedo l'ora di godermi la porta di domani. Troppo caldo per le parate. Domani suoneremo come un peccatore in chiesa. Ci sarà il duce. Secondo te cosa sono venuti a fare lui e Ventura? Oh, da kommt man nicht um. Jetzt wollte ich da umspringen, aber es ist nicht so Un wichtig. sacerdote? Perché? Non lo so. Magari sono solo... Kriegen wir schon. Lang kann mit dem Besen wieder schlagen. Ah, wenn eine Schaufel umeinander liegt, nehme ich die ein. Oh, die kann man nicht nehmen, schade. Ich bin der Besensepp. Ja. Da oben. Ist da was? Was wird's denn mit dem Briefkasten auf sich gehabt haben? Ein armer Rücken, ja. Ja. Ach, hallo. An einer weißen Armbinde hat jemand geschrieben, er kennt meinen Hauptmann. Oh, da ist mir was so gezeigt, mein. Ja, wie ist was? Oder runterrutschen, oder was? Auf der anderen Seite geöffnet. Also zum Pater Ritchie kämpfen wir uns schon noch vor, gell? Da kenne ich nix. Ich wurscht, wie lange das der Bums dauert, aber da schaut es mich an, als kann man aufgehen, hä? Und wenn Himmel auf, weil es eh wurscht ist. Flippen die aus, wenn ich jetzt das Kraxeln anfange? Wahrscheinlich schon, gell? Da kannst du sagen, dass du vor der Post bist. Ja. Easy. Easy cheesy. Da bist du so aufgekraxeln. Jeder, der in der Schule noch richtigen Sportunterricht gehabt hat, der weiß, wie schwer das ist, auf einem Seillaufen zum Kraxeln. Heutzutage schaffen es nicht einmal mehr 5 Klimmzüge. Heute, wenn du dann 5 Sekunden an der Stange hängst, kriegst du einen Einser. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, da unten ist der Hauptmann. Was haben wir da? Mr. Nicer Dicer! Die habe ich komplett übersehen. Ich war konzentriert. Merci dir für deinen Fünfer. Bin immer wieder da seit langem. Prost, Männer. Prost. Ja, Nicer Dicer. Habe ich sonst irgendeine... Einen Irrlacher habe ich auch übersehen. Mein Gott, was sind wir 30 Minuten? Bruder, ich hoffe, du bist noch da. Weil du mich aber belustigen tust, der Fetz Merci und der Zehner so hieß, ey. Ja, Irrlacher, ich hoffe, du bist noch da. Merci dir. Ja, Schmersal, Merci für 4 Monate. Basti, Merci für 16 Monate. Phänomenal, Merci für 31. Und dann habe ich Pibi, habe ich noch gesehen, und Raleigh auch und alle anderen auch. Geh ins Fenster, nicht ans Seil. In welches Fenster? Ich sehe hier kein... Ich habe Balkontier gefunden. Was gibt's da zum Fotografieren? Gibt's da irgendwas zum Fotografieren? Hintertür zu Palazzo Ritchie. Da schlage ich einfach alle, die haben eh bloß zu zweit und dann ist das gleich Gemeinde Vista. Oh, schauen wir mal, was haben wir da? Notiz eines Schwarzhemds. Seit Stunden starre ich schon dieses Fenster des Palazzo Ritchie an. Es hat auch sein Gutes, dass wir in Italien so viele alte Bauwerke haben. Es bricht sich so leicht in sie ein. Wenn man denn will, die Scheiben sind ziemlich brüchig. Mit ein wenig Kraft könnte man jedes dieses Fenster öffnen und ich wette, es würde nicht mal großen Lärm machen. Höchstens ein kurzes Knacken wie beim Brechen von Biscotti. Dieses Schwarzhemd klingt für mich wie ein Erpresser. Aha, aha. Wieder was gelernt. Bentley? Bentley, nehmen wir mit. Miezi? Bibi schreit. Boah, leg die hab ich einfach gar nicht gesehen! Wie kann... Sag mal, was ist denn heute?
Übersäg jeden Scheißdreck! Kruzifix, sag mal! Midi! Komm! Gatzer streicheln! Dir sind die Faschisten ziemlich egal, nicht wahr? Ich habe die Miete nicht gesehen. Ich bin einfach draufgestiegen. So, haben wir da noch was zum Klauen? Gib was zum Klauen. Irgendjemand hat vorher gerade geschrieben, durch nie oder 100% alle Notizen. Wir rennen ein Wunder, weil normalerweise glaube ich nicht jeden Scheißdreck zu haben. Warte, Kampf, Vitamine. Fruchtige Vitamine verringern eingehenden Schaden vorübergehend. Abenteuerpunkte zum Freischalten 1000. Nein, nicht. Frei nicht den Schund. Ich total überpowered. Overpowered. Entschuldigung. Was haben wir da wieder herin? Warum kann ich da so? Man noch schnell. Abenteuerbücher finden 1 von 2. Gibt's doch nicht mehr da herin, möchte ich sagen. Gibt's nicht mehr, außer die Mieze und ein paar Klumpsachen. Schau mal, in irgendein Fenster. Das da hinten. Schaut mir doch an, als kann ich da rumrutschen und dann einsteigen. Das soll ja da nicht so Gaudi da. Ich rutsche jetzt da rum. Ob's da passt oder nicht. Und wenn nicht, gehe ich so hinter dir rein. Leg mir am Arsch. Ja, funktioniert wohl nicht. So, wie nehmen wir da? Schauen wir mal kurz die Lage sondieren. Jetzt da so rum. Tschüss dann. Also, Richie. Palazzo Wo Ricci! versteckst du dich? Wo versteckst du dich? Wenn wir herausfinden, ohne dass ich jetzt auf Karten schaue. Also es dauert eine Stunde. Dann schaue ich schon auf Karten. Und der erkennt uns sowieso nicht. Mit rein, von der anderen Seite blockiert. Rotmis laufen. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Den Bums nehmen wir mit, den Bums nehmen wir mit, Weinflaschen nehmen wir auch mit. Haben wir schon lange keine mehr ins. Ah, jetzt sind wir da dahinter versteckt. Warte mal, jetzt muss ich da mal kurz rausschauen. Nein, schauen wir doch nicht raus. Kann man doch nicht raus, kann man da reinschauen? Nein, kann man auch nicht reinschauen. Da reinschauen? Nö. Naja gut, gehen wir einfach, solange wir keinen Hauptmann nicht... Wobei, ist jetzt er da ein Hauptmann oder nicht? Er hat zumindest eine weiße... Alles in Ordnung, ich hatte gleich Flaschen Wein ins Gesicht, du Fettsack, du Greislinger. Ich glaube, am Hut sieht man so ein bisschen. Dieser Ritchie scheint ja im Geld zu schwimmen. Irgendwo auf. Magari ha guardato storto il duce. So solo che è finito. Das sind Verbände. Derer mehrere. Das ist der Hauptmann, da mit seinem geschissenen komischen gelben Scheiß auswählt. So. Übers Fenster. Probieren wir mal, ob mit der erkennt. Okay, er erkennt mich. Irgendwie müssen wir auffällig. Ich sehe ja da schon wieder einen weißen Kanten. Denken schon. Vielleicht haben wir Glück. Es kann eng werden. Kantenmaler hingeschwimmen. Jetzt. Versuchen wir es hier. Ja. Das kann so eine Quest machen. Jetzt wenn wir die Kantenmaler. Ja gut, ohne Kantenmaler ist kein Scheiß nicht. Außer dass vielleicht das offene Fenster sechst, dann vielleicht schon. So, gehen wir geradeaus. Gut, wo jetzt der andere Depp sein Zimmer hat, das weiß ich nicht. Oben ist nicht. Das ist auch nicht. Das ist mir jetzt allerdings auch zu blöd, dass ich, bis ich da jetzt die richtige Zimmertür finde. Anscheinend runter. Oha. Wenn du hier bist, Richie, dann hoffentlich versteckt. Da liegen so viele Verbände und Scheiße umeinander, dass die mag gar nicht wissen, warum. Den kannst du gleich mit mir gehen. So. Richie! Haben wir eine Notiz gefunden? Haben die Schwarzhemden übersehen. Verbranntes Papier. Ein teilweise verbranntes Blatt Papier mit Symbolen darauf. Vielleicht ein Code? Schaut ein bisschen aus wie eine Krone. Unten sieht man nicht, oben schaut ein Kreis vielleicht mit so Zeichen drin. Sammelt man mal ein. Verbranntes Papier. Wer weiß, für was wir das brauchen können. Was haben wir da? Gegenstand. Maximum erreicht. Wovon? Ach, von dem Reparaturkit-Scheiß. Weiß ich bis heute noch nicht. Ach, da kann man die Waffen reparieren, glaube ich, gell? Gute Leute hat der Mussolini. Ja, die regeln das schon. Aber weißt du, was ich jetzt schnell mache? Ich ist jetzt so ein Grissini. Grissini!
Heil mich quasi voll. Ja, und dann nehmen wir so ein Ding mit und dann passt das auch. Wo gibt's was zum Fotografieren? Wo gibt's die Sauerei vielleicht? Du stammst aus uralten Zeiten. Ich kann ihn nicht zur Gaudi. Ich kann ihn nicht bloß zur Gaudi fotografieren, oder? Ungewöhnlich. Oh, da ist er noch. Neros Günstling. Sagt das, ich bin Das zwei zum Monster Reden. von Kreta. Gladiator und Günstling von Kaiser Nero. Von Kreta, ist das nicht ein Minotaurus gewesen oder so? In Oh! Nein. Sesam, öffne dich. Absolutes Pro-Gaming. No più. Non siamo più i benvenuti a Roma. Lo so. Se Dio lo vorrà, riusciremo a trovare il toro. E allora tutto cambierà. Pater Ritchie? Ich bin's. Oh, treten Sie ein. Sieh nur, Pio. Diese Schwarzhemden mögen Sie wohl nicht. Sie haben mein Haus zerstört. Aber diesen Ort kennen Sie nicht. Ventura hat für Geschichte nichts übrig. Ich suche die Wahrheit, aber er... Ja, ich weiß. Sie Pater erwähnten Ritchie vorhin stimmt einen was nicht. Stier. Ach ja? Ich habe eine Verbindung zwischen dem Mithras-Kult und dem namenlosen Kreuzfahrer entdeckt. Der vom Gott Mithras geschlachtete Stier. Genau der. Aber das ist nur eine These. Haben Sie das geheime Arbeitszimmer und den Helm finden können? Ich habe das. Eine alte römische... Das Arcanum Tripartitus. Exakt. Unglaublich. Danke, oh Herr. Ursprünglich waren das 3 Teile, zusammengefügt zu einem Zylinder. Ich habe sowas schon mal gesehen. Wirklich? Ja. Man setzt die Teile zusammen, dann kann man die geheime Nachricht darauf lesen. Ich rate, er hat irgendein zweites Teil. Oh, darf ich? Natürlich. Ich glaube, Sie haben recht. Der Zylinder birgt nicht nur das Geheimnis des namenlosen Kreuzfahrers. Nein, auch das zweier weiterer großer Wesen. Riesen, wenn man so will. Man nannte sie die Magnopotami. Sehen Sie mal. 3 Riesen verehrt vom Mithras-Kult. Ja. Hätten wir nur die beiden anderen Teile. Vielleicht finden wir sie ja hier. Interessant. Verstehe. Die Magnopotami, die Mächtigen der Pforten. Oder der Flüsse. Die Potami waren griechische Flussgötter. Soweit war ich auch schon. Aber es gibt tausende Flüsse in Italien. Der Fluss der Reinigung. Aber natürlich. Es ist die Cloaca Maxima.
Und sie sind genau hier. Sie sind ein Genie, mein Freund. Die Zylinderteile suchen. Pater, das ist der sicherste Weg zur Cloaca Maxima. Was soll denn der Cloaca Maxima? Ich mag da eigentlich aber überhaupt gar nicht hingehen. Wenn ich so drüber Viel Glück, nachdenke. mein Freund. Viel Glück, mein Freund. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen einen schönen Dialog erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war im Hauptspiel ein bisschen besser gemacht. Gut, ist jetzt bloß irgendein Cutscene mittendrin, aber ist ja scheißegal. So. Ich sage euch was, meine Damen und Herren. It is what it is! Wenn wir da jetzt nämlich noch weitergehen, habe ich nämlich das Gefühl, dass wir am Mittwoch oder Montag, je nachdem, wann wir es fertig spielen, nicht einmal keine 2 Stunden mehr brauchen. Außer, es kommt noch mehr das Schlangenrätsel, dann bin ich natürlich gefickt. Aber so, machen wir jetzt mal vorsichtshalber, hauen wir da einen Cliffhanger hinein. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da jetzt dann diese rotkuttigen Typen da daherkommen. Ansonsten, was ist der erste Eindruck? Was heißt der erste Eindruck? Wir haben, ich weiß nicht, wie weit das ist. Sagen wir mal, wir haben mindestens bei einem Drittel. Mindestens. Schön war, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das Spiel ist genauso cremig wie das Hauptspiel. Es ist ein bisschen wenig. Was soll ich sagen? Es ist ein bisschen wenig Cutscenes. So. Weiß eigentlich irgendjemand genau, was wir hier tun? Ich meine jetzt wirklich ernst. Was ist der Plot? Bisschen wenig Inhalt für 30 Euro. Kostet nicht 30 Euro, ich habe 18 Zeit. Bisschen wenig Inhalt für 18 kommen wir jetzt auch noch nicht sagen, wir haben ja noch nicht fertig. Wir wissen ja nicht, wie weit das wir sind. Aber es heißt so 5 Stunden. Wenig Action, finde ich. Finde ich auch. Wenn ich es nicht erzwinge. Ich hoffe, dass das in der zweiten Hälfte besser wird. Plot ist gleich Nazis vermöbeln. Ja, gut. Das wenn ich nicht rauszwingen, wie vorher zum Boot und da rausspringen und da umeinander ballert wie ein Behinderter. Zum Holen hat es sowieso nichts gegeben, keine Achievements und nichts und das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Dann tauche ich da vorbei, steige ins Boot und fahre davon. Irgendwas mit Wasserlabyrinth. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt so ein bisschen, um was geht. Frag mich bitte nicht warum. Das war im Hauptteil viel besser. Aber du willst ja doch keinen Film, sondern ein Spiel. Das ist ja so nicht richtig. Ich möchte einen Film und ein Spiel. Vor allem bei sowas, wo es um geschichtsträchtige Dinge geht. Spannung aufbauen. Charaktere mit einbringen. War im Hauptspiel auch anders. Da war oft einmal die Frau dabei und so weiter und so fort. Und das hoffe ich, dass sie das in der zweiten Hälfte oder im zweiten Drittel und dritten Drittel, wo wir geschätzt ungefähr sind, dass sie das ein bisschen bessert. Wer ist der Riese? Was der man mir da? Was sucht man mir da genau? Ja, das ist also ein bisschen, das ist so eine greifbar und dann geht für mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist nach halb 11. Ich meine, ich kriege einen Schlaganfall um 5 vor 10 Uhr, aber wo ist denn die Zeit gekommen? Es spielt sich cool, es macht schon Spaß, da in den Höhlen umeinander zum Greien und so weiter und so fort. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, da geht es die ganze Zeit bloß in so Höhlen umeinander. Das ist auch irgendwie nix. Da hat der Hauptspiel auch eine super geile Abwechslung gehabt. Du bist da im Vatikan, dann bist du da bei den Pyramiden und dann immer, weiß ich auch nicht. Das war einfach irgendwie, weiß ich auch nicht. Wir sind ein paar Riesen auf der Spur, die in der Geschichte aufgetaucht sind und wichtig für sie waren. Ja, das ist aber auch schon alles. Das ist aber irgendwie so, Hauptteil war, wie wenn man sich einen neuen, guten, alten Indie-Film schaut. Das stimmt. Das stimmt. Ist bis jetzt das da nicht ganz. Es ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber bis jetzt kommt ans Hauptspiel noch nicht ran. Da darf man es ordentlich noch mehr anziehen mit einfach Cutscenes, besser nie Dialoge wie das jetzt da gerade. Das war irgendwie so belanglos jetzt da gerade. Das hat mir jetzt ein bisschen das Feuer genommen. Weiß nicht warum. Kommt einer also mit, oh, Sie sind ein Genie, da geht's übrigens zur Cloaca Dingsbums. Und ich so, okay. Die Rätsel, die noch kommen, haben es in sich. Wenn es schwerer sind wie das scheiß Schlangenrätsel, bin ich sowieso gefickt. Willst du eigentlich nur als neue Mafia spielen? Nein, nicht wirklich. Das hat nicht wirklich gut abgeschnitten. Das habe ich auch befürchtet. Der Humor fehlt ein wenig, das finde ich nicht. Finde ich nicht. Das mit dem Helm aus Versehen, ups und so weiter, das sind so typische. Das ist jetzt nichts da, wo ich am Boden liege und mich totlache, ja.
Aber das sind einfach nette, kleine, humorvolle Einspieler. Dann das mit dem Mussolini, wo er da umeinander greift und klang ihm fast ins Gesicht und er stellt ihm dann die ganze Zeit Flasche hinten rein. Da gibt's nichts. Das passt genau, das ist der typische 80er, 90er Humor, so kleine Einspieler in Filmen. Es ist wie eine größere Nebenquest im Hauptspiel. Ja, aber für 20 € eine Nebenquest ist dann ein bisschen viel. Hast du im Hauptspiel die 100%? Nein, ich spiele keine Spiele auf 100%. Sehe ich keinen Sinn drin. Ich rede nicht sinnlos umeinander, bloß dass ich mir irgendwelche Zettel suche. Ich bin da nicht so. Sowas interessiert mich nicht. Ich möchte eine gute Geschichte, ich möchte was Spannendes in der Zeit haben, ich möchte, Gameplay muss gut sein und das ist gut, nach wie vor. Ich meine, sie haben da Gott sei Dank gar nichts geändert. Ich weiß bloß nicht mehr, wie man blockt. Bin mir nicht sicher, ob auf E oder auf Q oder auf Leer oder was weiß ich war. Aber ist ja vollkommen wurscht. Aber für 20 € ein DLC, beziehungsweise 18 € ist ja vollkommen wurscht, erwarte ich schon ein bisschen mehr als eine pimmlige Nebenquest mit ein, zwei Cutscenes. Aber gut, mal abwarten, wir wissen nicht, wie weit das wir sind. Ich hätte vorgeschlagen, wir spielen am Montag Chronos auf alle Fälle und mit der rechten Maustasten, nein, das habe ich ein paar Mal probiert jetzt beim Schlägern und ich habe jetzt mal aufs Maul gekriegt, wenn ich rechte Maustasten gedrückt habe. Ich drücke ja schon instinktiv rechte Maustasten beim Blocken. Aus irgendeinem Grund, weil das überall ja so ist. Aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Ja, wenn, dann ist es auch wurscht. Dann gibt es auch nicht mit dem Knüppel aufs Maul. Die Steffi schreibt, ich hau mich für den Rest jetzt noch in Lurk, gut Nacht beieinander, Triple F Mods und bis Montag. Hauen Sie sich hinein, Steffi, Kuss auf die Nuss, merci fürs Zuschauen as always. Hab's mal mit 2 YouTube-Videos verglichen und ich weiß bei ca. 40%. Ja, passt. Jetzt wenn uns am Mittwoch wieder irgendein Rätsel eine halbe Stunde kostet, dann kommt das Spiel noch 2-mal, dann machen wir es auf 2 Streams fertig, ansonsten spielen wir es am Mittwoch direkt fertig. Und je nachdem, wie gut das Chronos ist, am Montag kann man sich eventuell einmal überlegen, es kommt nämlich nichts wirklich bahnbrechend Neues in der 2. Septemberwoche, wenn ich mich nicht irre, beziehungsweise in der 3., dann zirkt man mal Montag, Mittwoch, Freitag Chronos durch, weil dann haben wir da ungefähr 8-9 Stunden Playtime und haben dann da ungefähr, wenn wir ein bisschen Meta machen und nicht an jedem Eck umeinander pimmeln, vielleicht ungefähr bei der Hälfte. Schauen wir mal. Der Hammer schreibt, ich finde, man hat ja auch keinen, wie soll ich sagen, Grund, warum man das jetzt sucht. Schön, dass es du so sagst, weil ich aber nicht in der Lage bin, das so zu beschreiben. Genau das denke ich mir auch. Wer ist der Pater Ricci? Kennen Sie der Indie und der schon seit 800 Jahren? Im Prinzip hat uns der Pater Ricci ja seine Geschichte erzählt. Und der sagt, ja, hier, Riesenhelm unterm Vatikan, bla bla bla, geh mir da rein und such den. Warum tut denn das der Indie einfach so? Da fehlt mir die Vorgeschichte zum Pater Ricci. Dass die ein gutes Verhältnis miteinander haben und der dann auf einmal sagt, oh, wir haben es jetzt so ausgeworfen, scheiße, kannst du mir nachschauen. Ah, mohe. Aber das ist zu wenig. Weißt du schon, dass ich richtig Bock habe, was ist da? Wirkt ein wenig wie eine Nebenquest. Es ist schon richtig, dass es eine Nebenquest ist, aber ich hätte dann gerne eine hochwertigere Nebenquest. Einfach. Und für 20 € ist er einfach nur eine Nebenquest, ist zu viel. Sag ich freiwillig, wie es ist. Ich hätte gar kein Problem damit, wenn das, es heißt ja 4,5 Stunden dauert der DLC, wenn der auf dem gleichen Level produziert ist wie das Hauptspiel, aber halt in ganz, ganz kurz, dann sage ich nichts, aber so ist ein 20er vielleicht ein bisschen viel. Ich beschwere mich aber nicht, das Ding ist im Game Pass für 18 €. Da habe ich habe schon größere Scheiße gekauft für 60, 70, 80 €. Siehe Battlefield 2042 zum Beispiel. Ich habe, dass ich 10 Stunden Playtime habe. Herzlichen Glückwunsch mir. Ist Vampires the Masquerade auf der Liste? Nein. Haben die nicht irgendwie komplett reingeschissen mit einer Pre-Order-Politik schon wieder? Kriegen von mir keinen Centgate. Und vor allem keine Sekunde Aufmerksamkeit. Aber sonst wird hoffentlich besser, weil das Hauptspiel war echt gut. Wenn der DLC dann abkackt, dann ist das so. Das macht das Hauptspiel nicht schlechter, sogar noch besser. Dann habt ihr es bei mir gesehen, könnt ihr euch die 18 € sparen. Und für im Game Pass für 10 € am Monat ist das Spiel leicht durchgespielt im Monat, auch wenn man nicht recht viel Zeit hat. Und das ist auf alle Fälle wert. Dying Light, der Beast vielleicht, 19. September. Danke, Herr Werner. Das ist das Spiel, das ich übrigens im Bin wieder da Video vergessen habe zu erwähnen. Am 19. September, wenn die Woche anfängt, ist es schon die 3. Woche? Nicht ganz. Passt. Passt die 3. Woche. Werden wir auch spielen. Das habe ich vergessen zu teasern.
Das ist mir in meiner Liste beim Daherschmatzen ist mir entfallen. Dying Light The Beast, das hätte eigentlich auch so eine Art DLC werden sollen für Dying Light 2. Ist jetzt aber ein eigenständiges Spiel. Und ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich bei dem Ding einen Tag zumindest auf Tests und Reaktionen warte, weil weißt du, was ist. Das geht schneller ins Höschen, wie du meinst. Vampire ist nur gefühlt 20 Jahre verschoben worden aus nachvollziehbaren Gründen. Sagen wir es so, wenn sich herausstellen sollte, dass Vampire the Masquerade 2, was übrigens der Nachfolger von einem über 20 Jahre alten Spiel ist, was kann, können wir vielleicht reinschauen. Aber Tag 1 werde ich es nicht kaufen und streamen. Servus Birger, was habe ich verpasst? Lasi, einiges. Was ist neu in Metal Gear Solid schon probiert? Nein, das ist übrigens nein, das ist ein Remake. Falls jemand, vielleicht weiß das ja jemand nicht. Oder besser gesagt, der Remaster. Und ich bin nicht so der Metal Gear Solid Fan. Bin neugierig, ob sie bei KCD 2 DLC das Level halten können. Es gibt ja schon 2 DLCs, beziehungsweise der zweite kommt jetzt dann. Irgendwas mit The Forge, glaube ich. Kämen auch bloß wieder leider Gottes ein Haufen Features ins Spiel, ja, also die selber umeinander schmieden und so weiter. Das ist jetzt nichts, was ich im Stream groß sehe. Eine kleine Quest soll ja auch dabei sein, aber das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ich warte bei KCD 2 immer nur auf einen guten Story-DLC. Und dann wird es selbstverständlich, den spielen wir sofort, das ist ja klar. Plus die anderen 2 DLCs gleich mit dazu, da können wir ein bisschen umeinander pimmeln. Und ja. Ja, Herr Bayer, danke für den Spoiler. Ich habe mir im Sommer alte Videos von dir angeschaut. Bringst du mal das Video vom Kaber-Karl wieder online? Eines der ersten Videos, das gesperrt wurde. Ja, gerade, das ist online. Das sollte eigentlich zum Finden sein. Hast du das State of Play von James Bond angeschaut? Ja, wann kommt's? Ich glaube Mitte, Ende März nächstes Jahr, da ist so ein ganz Stickerl hin, aber das schaut ganz solide aus, das kann man sich auf alle Fälle mal anschauen. Was ich mir mal am meisten gefreut, ich glaube, das darf halt jeder daherin wissen, aber da ist noch ein halbes Jahr hin, aber ist ja vollkommen wurscht, ist Resident Evil 9. Das wird der geilste Scheiß ever. Ansonsten haben wir so viel zum Spielen. Wir haben jetzt ein Chronos, wir haben das dann noch zum Fertigspielen. Dann kommt Silent Hill F. Ich hoffe, dass das was kann, das war wichtig. Chronos hat sehr viel Potenzial, auf das habe ich sehr viel Bock. Sehr, sehr, sehr viel Bock. Dann kommt der Horror-Oktober. Ja, der geht in 3 Wochen, geht der richtige Horror-Oktober an. Chronos ist jetzt nicht so das typische Horrorspiel, das ich mir für einen Horror-Oktober suche. Wo ich mich hinter dem Mikrofon verstecke, ja, aber es ist ein netter Einstieg, es ist finster, es ist blutig, 2 Jumpscares waren schon drin und so weiter und so fort, aber es ist jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit da so umeinander renne. Zumindest noch einmal 2-3 Stunden spielen. Und dann haben wir die Indie-Games durch, wir haben Luto durch, Luto schaut richtig gut aus, da haben wir letztes Jahr die Demo schon gespielt, ich glaube, die hat ja dann mit dem Hauptspiel nichts mehr zum tun. Da werden wir so 3 Streams brauchen, dann Pieces of Me schaut verdammt gut aus, das ist ein Indie-Game von dem Typen, wo wir die letzten 2 Jahre schon Indie-Games gespielt haben. Und hast du schon Kano das Monitor angeschaut? Nein. Stickt mir auch nicht. Haben jetzt schon ein paar Leute gesagt, dass er nicht schlecht sei, so ja, aber für das gehe ich nicht ins Kino. Der Rolli! Triple F, haut rein, wieder mal gut gewesen, guten Abend und Herr Rolli, hauen Sie sich hinein, Kuss auf die Nuss, merci dir fürs Zuschauen und schlafen Sie gut. Heute habe ich schon Bock auf den Oktober. Ja, du schon, Herr Flowrider. Ich bett 3 Hey Vater unser, wenn der Oktober vorbei ist und ich endlich mit Little Nightmares und Anno ausklingen lassen kann. Chronos erinnert mich hart an Resi 3. Mir erinnert es viel mehr an Dead Space. Auf Luto bin ich gespannt. Ja, ich auch. Tut immer nicht weh. Wird schon. Wie schaut's aus mit dem neuen Lego Batman? Nein. Ich hab das 8. Lebensjahr abgeschlossen. Ich weiß nicht, ich will nicht warm mit denen Lego-Spiele. Das fühlt sich immer so, als wären das Kinderspiele. Auch wenn es keine sind. Die Demo von 117 schon angespielt? Nein. Und das mit voller Absicht im Übrigen. Ich werde mir Anno ist Anno. Ja? Und Anno wird mit Sicherheit nicht schlecht. Das letzte Anno 1800 war brachial gut. Brauchen wir nicht diskutieren. Ich mag vorher nichts sagen, ich mag vorher nichts gespoilert haben. Wir werden Anno an Tag 1 spielen. Das wird was Schönes gemütlich. Das ist mal wieder Aufbaustrategie. Sowas haben wir schon lang nicht mehr gemacht. Und ja. Madison 2 wird interessant. Das ist ja noch nicht einmal angekündigt. Ich weiß nicht einmal, ob Madison 2 überhaupt jemals kommt. Ich habe einmal davon gelesen, dass eine Erweiterung für Madison kommt, die ist immer noch nicht da. Und die hätte, glaube ich, Anfang 2023 kommen sollen. Löwensepp schreibt Ill hat auch immer noch kein Release-Datum. Leider, wenn Ill kommt, spielen wir natürlich sofort. Bis dahin glaube ich, dass das Scam ist, im Übrigen.
Toni schreibt, wir schauen mal aus, kommt wieder mal was Lustiges, Verrücktes oder kommt das oft einfach aus dem Nix? Wir spielen die ganze Zeit nur Blödsinn. Wir haben das ganze Jahr nur Blödsinn gespielt. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich bin immer ganz froh, wenn wir nicht nur lauter Bullshit spielen. Aber da kommt dann schon wieder, wenn Leer drin sind. Da wird dann wieder irgendein Bullshit-Simulator gespielt und sonst was. Aber ich bin sehr froh, dass das die nächsten 2-3 Monate mal nicht der Fall ist. Hast du noch Kontakt zum Elternwirtshaus? Nein. Anno 1800 bei Bene ist absolut richtig. Stronghold Crusader. Na, KCD war kein Blazing. Ja gut, da haben wir dann, einen von 8 Monaten haben wir kein Blazing gespielt. Waterpark Simulator ist ein Wahnsinn. Habe ich schon auf der Liste. Sind wir wieder Sachen wie beim Flugsimulator geplant, also was einspielen, das werde ich euch nicht sagen. Dawn of War 4. Ich denke, jeder darin weiß, dass ich bin Warhammer-Fan. Aber ich bin mir nicht sicher, das muss ich erst sehen. Ich habe mich nicht so hundertprozentig damit auseinandergesetzt. Ob Dawn of War 4 ein richtiges RTS wird, also mit Gebäudestruktur bauen gleichzeitig. So richtig wie halt Warcraft war oder Warcraft 3 war. Oder ob es wird Dawn of War 2 wird, da muss man zwar auch Gebäude bauen, aber nicht recht viel und du nimmst so Punkte auf dem Ding ein, auf der Map ein und du kannst zum Beispiel nehmen wir jetzt mit Marines, kennst du Company of Heroes? Da ist es auch so, du baust nicht einzelne Einheiten, die du dann micromanagst, auf die habe ich überhaupt keinen Bock, sondern du baust Squads. Also du baust gleich 3 Space Marines oder 8 kleine Orks. Und die kannst du positionieren, es gibt ein Deckungssystem und so weiter. Wenn das, dann schaue ich es mir eventuell an. Weil mir Company of Heroes 3 ziemlich gut gefallen hat. Wenn es ein reines RTS ist, wo man jede einzelne Einheit koordinieren kann, wie in Warcraft 3, dann schaue ich es mir nicht, das ist mir sauber geschwitzert. Wie sieht es mit Far Cry aus? Der Far Cry, kommt da ein nice Far Cry? Also die alten Far Crys spielen nicht mehr. Das ist für mich das Assassin's Creed und was gibt's noch? Da ist mir der gleiche Scheiß. Der Johnny Bauer haut sich rein, anscheinend. Einen schönen Freitag wünsche ich dir auch. Der Bruno Max war jetzt auch da. Wenn ich stimme, das Dawnwalker schaut interessant. Was war ein Dawnwalker gleich wieder? Ist das auch ist man da auch so ein Vampir? So Witcher-mäßig, RPG-mäßig, von hinten Third-Person, Leitabstecher und so? Ist halt immer schwierig im Stream, weil das meistens Spiele sind, in denen ich mir 100 Stunden versingen kann. Von der Story her ist Daywalker quasi Blade im Mittelalter. Ja, dann glaube ich, machen wir schon das Gleiche. Ich glaube, es kam ein neuer Trailer auf der Gamescom für Far Cry Sim. Es darf mich wundern, wenn der an mir vorbeigegangen war. Borderlands, ich da Bock keine Loot-Shooter. Also ich mag Shooter wieder. Seit Battlefield 6 Beta. Werde ich mir noch einmal einen antun. Aber ansonsten Borderlands weiß ich nicht. Es hat einen netten Grafikstil schon seit dem 1er, ist ja immer der gleiche. Aber sonst stickt mir jetzt seit Borderlands nicht wirklich, muss ich sagen. Es war Gamescom. Hansi, guten Morgen. Gibt's die noch? Natürlich gibt's die noch. Battlefield 6 wird gut gehypt, hol ich mir fix. Kein Vorbesteller. Es macht auch absolut keinen Sinn, das vorzubestellen. Du kriegst weder irgendeinen Early Access noch sonst irgendwas. Du kriegst halt ein paar Skins dazu und so weiter. Das ist halt ein totaler Schwachsinn. Vorsicht vor Battlefield 6. Mehr sage ich nicht. Ich bin gerade, ich mag es halt jetzt eigentlich nicht öffentlich im Stream jetzt da sagen, weil sonst wie ich wieder danach gefragt und dann wie ich wieder lästig und Bier ab. Aber ich werkel tatsächlich gerade an einem Video zu Battlefield 6, bevor es der Plan ist, dass es noch fertig wird, bevor es rauskommt. Ich hab den Hype mitgemacht. Ich war auch im Hype, ich war auch begeistert, bis das dann einmal nachlassen hat und ich habe einmal mir vernünftig drüber nachdenkt, wie die Dinge sind, wie sie sind. Den Schmerz habe ich jetzt auch schon 1000-mal gehört. Da wird's eng für COD. Nein, wird's nicht. Ende des Gesprächs. Nein, wird's einfach nicht. Dieser Blade-Schmerz
von wegen Battlefield lauft COD einen Rang ab, weiß nicht. Fällt eigentlich irgendjemandem auf, dass wir das vor 5 Jahren auch gesagt haben? Fällt irgendjemand auf, dass wir das auch vor 8 Jahren gesagt haben? Fällt irgendjemand auf, dass wir das auch vor 12 Jahren gesagt haben? Und irgendwie hat es nie hingehauen. Warum jetzt? Warum auf einmal jetzt? Glaube ich nicht. Alles besser als COD Black Ops Sim. Das ist einmal grundlegende Aussage, die teile ich. Ich kann auch COD nicht mehr dabei. Das ist für mich, wo bin ich? Wo bin ich da? Bin ich in Verdansk oder im Zirkus Krone? Aber Battlefield wird Call of Duty nicht den Rang ablaufen. Ist einfach so. Das hat es bei Battlefield 5 geheißen, das hat es bei Battlefield 1 geheißen, das hat es bei... Und die haben noch richtig gut gehandelt, Mann. Da waren die Leute richtig begeistert. Haben sie COD getötet? Nein, haben sie nicht. Dann ist natürlich Battlefield 2042 gekommen mit dem Totalausfall. Ja. Und trotzdem, und das ist das allergeilste Beispiel, und trotzdem lassen sich die Leute 4 Jahre später wieder mit Trailer und einer billigen Drecksbeta, die dir vom Spui nichts zeigt, außer pimmliges Gunplay auf so kleine Minimaps, lasst ihr euch wieder hypen wie die letzten Vollidioten. Und dann kehrt's euch nicht anders. Dass man euch das Spiel für 70 € verkauft, ja. Was ich genau für Vermutungen habe, die in die Hose gehen könnten. Nicht falsch verstehe. Ich bin nicht der Battlefield-Hater. Überhaupt nicht. Ich freue mich wie ein Schnitzel drüber, wenn das ein gutes Spiel war. Das Fundament ist gut. Was ich gesehen habe, ist gut. Aber niemand von euch hat auf einer großen Map gespielt. Niemand. Keiner hat was zu dem Clusterfuck gesagt. Die Maps sind so klar. Du brauchst vom Spawn zur Action maximal 3 bis 4 Sekunden Laufzeit. Das ist kein Battlefield, Freunde. Das ist einfach nur Call of Duty in einem anderen Gewand und keiner gespannt. Und ich denke mir so, wo haben die großen Maps, Alter? Was ist denn der Netcode? Wie oft, dass ich da erschossen worden bin, ohne dass ich jemanden säge, und dann springt er, wenn ich tot bin, ums Eck. Oder er läuft von mir weg, ich rotze am 8 Kugeln auch nicht her, sogar die Hütz, der dreht sich um, ich fange 2 Kugeln und bin tot. Etc., etc., etc. Liegt's euch nicht selber an, so gut war die Beta nicht. Ja, so gut war sie nicht. Lauter so kleine Geschichten, dann kriegen wir eine Map, wo es einen Helikopter und einen Jet gibt. Eine! Und was passiert? Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Helikopter geflogen ist. Ich bin auch nicht geflogen, aber ich bin mit dem Flash umeinander geflogen. Ich weiß jetzt nicht, was für Seiten, aber die oberen Seiten, da funktioniert das Helikopter reparieren. Auf der anderen Seite funktioniert für die Gegenseite das Helikopterfliegen nicht. Dafür, wenn die andere Seiten... Seite A fliegt zur Seite B in die Reparaturstation und werden da hinten gräbt. Sei gut, kann passieren. Ist ein Beta. Das ist ein Fix. Fix einmal das schnell. Totaler Schund, bist nicht ganz sauber. Fix einmal das schnell, bring ein Update raus. Und wenn nicht zur ersten Beta-Runden, dann zur zweiten, die Woche drauf. Ist gefixt worden? Nein. Lauter so Sachen. Und es lassen sie Leute schon wieder von Trailern und einer eigentlich sehr beschämenden Beta wirklich schon wieder komplett verarschen. Und ich sitze da und denke mir, ihr lernt es nicht mehr. Ihr lernt es nicht mehr. Mann bloß. Lasst euch nicht blenden und hypen von Trailer und einer Beta, die wirklich nicht sonderlich gut war, wenn man mal drüber nachdenkt und ehrlich ist. Was meinst du, was da passiert, wenn das eine riesengroße, weit gefächerte Map ist, wo nicht bloß ein Clusterfuck auf der Map stattfindet, sondern 3? Merken Sie sich meine Worte. Ich versuche darüber ein Video zu machen. Ich war auch begeistert am Anfang. Vieles ist gut. Grundsolides Fundament. Waffen sind geil, das mit den Achievements ist geil, der Sound ist die Bombe. Performance ist gut, also die auf dem Rechner, die grafische Darstellungsperformance, die ist gut. Es ist absolut based as fuck, und es fühlt sich mal richtig erfrischend an, einen Shooter in seinem natürlichen Habitat zum sehen, und ich mich nicht fragen muss, wie gesagt, bin ich in Verdansk oder im Zirkus Krone, da laufen nur Vollspasten umeinander. Nicki Minaj, Turtles, der Shredder, der was weiß ich was soll das eigentlich? Und. Aber auf ein Wochenende merkst du das nicht. Und das haben sie letztes Mal schon ganz genauso gemacht mit Battlefield 2042. Da haben die Leute auch nicht kapiert, dass das Spiel komplett broken ist. Und da haben wir auch bloß eine Map zu Gesicht gekriegt, und die war, glaube ich, auch noch beschränkt auf bestimmte Spielmodi. Bitte Leute, tät's mir den Gefallen.
Wer vorbestellt, ist sowieso ein geistig Behinderter, das sage ich jetzt freiwillig außer, wenn du vorbestellt hast, dann gehört's dir nicht anders, dann hoffe ich sogar, dass er Totalausfall wird. Wart's halt einfach an Tag 1 am 10. Oktober. Um 17 Uhr kommt das Spiel raus. Ich bin Streamer, natürlich kaufe ich es mir an Tag 1. Es wird übrigens auch das einzige Nicht-Horror-Spiel, das wir im Horror-Oktober spielen werden, am 10. Und dann wart's halt einfach, um 5 Uhr geht's los, da fangen andere Streamer schon an, da kann man sich da schon mal ein bisschen was anschauen. Und dann komme ich daher und dann schauen wir uns das miteinander an. Und dann werde ich sehr schnell rausfinden, ob das Spiel derselbe total Drecksausfall ist wie Battlefield 2042. Und es ist möglich, der zeigt mir nicht oben, die Beta von 2042 damals, die haben wir auch alle gespielt. Und da war das Spiel noch kein kompletter Totalausfall. Wir haben es nämlich alle gekauft dann. Alle. Wie wir da sind, haben wir es gekauft. Und ja. War auch zuerst gehypt und jetzt ist 2042 für 2 Euro ist mehr fein als die Battlefield 6 Beta. Gut, Battlefield 2042 für 3 Euro, das kann man dann schon mal kaufen. So kaputt kann kein Spiel nicht sein. Shit, weil Battlefield, es ist ja immer das gleiche. We are so back. Fuck you, Call of Duty. Weißt du, was Call of Duty tut? Es funktioniert halt. Und das seit ewigen Gezeiten. Es rennen zwar lauter pinke Figuren umeinander, aber die schwimmen im Geld. Die schwimmen im Geld. Nichtsdestotrotz, ich darf mich natürlich freuen, wenn Battlefield 6 richtig gut wird. Das Fundament ist gut. Aber ihr habt noch keine einzige große Map gesehen. Noch nicht eine. Das hat einen Grund. Entweder sie lügen nicht und sie wollten wirklich bloß die Server-Performance testen, rein für Infanterie-Gameplay und ein bisschen mit den Fahrzeugen. Oder, was wir schon oft genug mitgekriegt haben, sie lügen uns an. Ja, tu mir die kleine Pimmel-Maps rein, weil da laufen Server dann schon, das passt schon, keine Ahnung. Die große Map, die ist noch nicht so ganz geil. Und das werden sie innerhalb von den 2 Monaten, bevor das die Beta war, werden sie das nicht mehr fixen. Ganz einfach. Warum? Merken sie sich, wer vorbestellt, dem gehört es nicht anders. Learn it the hard way, wenn du das beim zweiten Mal noch nicht geschnallt hast. Dann könnte es eigentlich eine Umdrehung geben und wieder schauen. Wenn du dich wieder verarschen lässt, von einmal einen Trailer anschauen, das ganze Internet, oh, we are so back, aber da kein Mensch hat es gespielt. Richtig gespielt, meine ich. Und lohnt sich das DLC. Herr Bronxy, bis jetzt schwierig zum sagen. Wenn du ein großer Fan vom Hauptspiel warst, glaube ich, ja. Aber ich bin noch nicht fertig. COD ist mittlerweile Fortnite für Erwachsene. Nicht COD ist einfach ein Clown-Fiesta. Aber es hilft nicht, die Leute spielen es trotzdem. Die Leute spielen es trotzdem. Warum? Weil es nun mal, und es ist mir jetzt wurscht, ob das der COD-Hater, ob es ihm gefällt oder nicht, der mit Abstand beste Arcade-Shooter ist, den es gibt. So einfach ist das. Und das ist ja seit Jahren. Und deswegen schmeckt von den Spielerzahlen hat noch nie Battlefield auch nur im Ansatz an Call of Duty ohne geschmeckt. Und deswegen finde ich das eigentlich immer ziemlich lustig, wenn dann die Leute sagen, Call of Duty ist so im Arsch. Nein, ist nicht. Nein, ist einfach nicht. Und ich bin kein Call of Duty Fanboy, ganz im Gegenteil. Ich finde es eine Schweinerei, was die aus dieser Serie gemacht haben. Ich habe alle Originalboxen von Teil 1 bis Modern Warfare 3 da oben stehen. Ich mag diese Serie sehr. Aber seitdem Fortnite kam und alles über Warzone, was ich übrigens einen besten Battle Royale finde, seitdem PUBG nicht mehr spielbar ist, haben sie es einfach kaputt gemacht. Das ist sehr schade, aber gut. Da unterhalten wir uns gegebenenfalls in einem Video drüber. Ich hoffe zumindest. Ich hoffe, dass ich es fertig kriege und dass es einigermaßen was wird. Ich spiele auch seit Call of Duty 3, aber es wird immer geschissen. Ja, aber das Problem ist trotzdem, speist das immer noch. Und ich bin derselbe Depp übrigens. Ich hab was weiß ich, wie viele Call of Duty Teile das ich hab. 14. Keine Ahnung. Jetzt kommt Black Ops 7. Ja? Und das ist die zweite Serie neben Modern Warfare. Jetzt ja dasselbe Spiel in grün. Das ist dasselbe wie in FIFA. Du kriegst dasselbe Spiel verkauft. Und man ist blöd genug und kauft es. It is what it is. Wir spielen immer noch DMC Modern Warfare 2. Leider aber langsam viel zu viele Cheater. Kruzifix, ich bin heißer wie ein Arschloch. Warum ist denn ein PUBG nicht mehr spielbar? Weil sie sich nicht mehr anfühlt wie damals. Ich weiß nicht, was da geändert haben, aber auf einmal war der PUBG-Hype bei uns auch vorbei. Und es hat sich einfach nicht mehr so schön gespielt wie am Anfang. Ich weiß nicht mehr genau, was sie geändert haben.
Ja, aber was geht denn da mit seinem Headset-Bogen? Der schaut auch nicht mehr ganz fresh aus. Was für ein Headset-Bogen? So in dem Fall. Da geht ja das Leder runter. Jetzt ist halt bloß noch Stoff, ist eh angenehmer zum Tragen. Ich bin raus für euch, Nachbarn, Sebian, ich sag da was. Ich sag dasselbe, jetzt ist es mir helfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir ein Fest. Ich wünsche euch ein fröhliches Wochenende. Schlafen Sie gut. Der DLC haut uns jetzt nicht so vom Hocker wie das Hauptspiel, aber es ist schon in Ordnung. Ich denke, ich schaue mir natürlich oben weit, dass wir sind, ohne dass ich mich spoilert. Und dann sehen wir es schon, ob wir es am Mittwoch direkt fertig zocken. Wir sehen uns am Montag mit Chronos. Am nächsten Mittwoch spielen wir das fertig. Das war jetzt mal mein Vorschlag. Und dann schauen wir weiter. Hätte ich gesagt gehabt. Ne? So. Franz, ich merci für den Zwilling. Herr Bauer, merci für 65 Monate. Spät, aber doch, was habe ich verpasst? Komm gerade von Conjuring 4. Auf den bin ich auch gespannt. Aber meistens, wenn Filme einen 4. Teil kriegen, bin ich meistens raus. Ich weiß halt nicht eine Filmserie, wo der 4. Teil wirklich gut ist. Außer Saw. Und das war's. Saw zählt nicht. Mehr fällt mir nicht ein. Jetzt schleicht's euch. Kuss auf die Nuss, danke fürs Zuschauen, danke für die ganzen Donations, danke für die Resubs, danke für die neuen Mitglieder, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ab in den Discord zu mir, ist unten ist der Beschreibungslink drin. Und da kommt jeden Sonntag eine Ankündigung, was wir die Woche drauf machen. Ich ändere da gerne mal meine Meinung zwischen Freitag und Samstag. Vielleicht spielen wir Indiana Jones einfach Chronos, vielleicht einfach gar nicht mehr. Und wir spielen dann Hello Kitty Trauminsel oder irgendein Scheiß. Wir werden sehen. Hauen Sie sich hinein. Triple F für die Moderatoren. Auch natürlich danke an euch. Schlaft's gut. Wir sehen uns am Montag spätestens. Halle! Ja, so macht. Damit ich euch nicht anschauen muss. Wo ist denn mein Mauszeiger? Will beenden. Tschüss dann. Verdammt, ich hätte mal das Spät zu mal sein. So, muss ich euch nicht anschauen, das ist gut. So. Stream beenden. Ja, gleichzeitig.